Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bullen, einer zumindest. Ihr kennt Zeit, Lieder aus früherer Zeit, oder manche Hoden sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Naja, der Patrick spielt die Harmonika und ich spiel auf der Gitarre. Und das Backe spiel mir nach dem Wiener Schal. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontra pumpert hinten drein. Und das Gesage klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leilung, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bullen. Ihr hört Zeit, Lieder aus früherer Zeit, und manche Hoden sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, küss die Hände. Naja, der Hubert Hinkhofer habe ich schon gelesen, One-Man-Show. Ja, leider. Leider heute wieder eine One-Man-Show. Den Patrick hat schon wieder erwischt. Den hat schon wieder erwischt, und zwar, ja, eigentlich das gleiche, was ich gehabt habe vor ein paar Wochen. Nämlich so eine Nebenhöhlenentzündung oder sowas. Aber er hat keine Wurzelbehandlung beim Zaun gehabt wie ich, sondern hat das jetzt einfach auch so gekriegt. Blöderweise, und zwar wirklich ganz kurzfristig war das nur, also beste Grüße soll ich ausrichten von Patrick, der hat mir das gesagt. Also wir haben eigentlich alles hergekriegt, also ich habe alles hergekriegt, nämlich wieder, wie ihr seht, back to the roots, damit alles wieder passt, Ton und Bild, hoffentlich passt es. Und haben wir gedacht, ja, wir werden das heute wieder so machen, ein bisschen wieder umbauen, ein bisschen hergekriegt. Und der Patrick hat angerufen und gesagt, du, wir wollten uns nämlich früher treffen, ein bisschen, zum Spielen und so. Und da hat er gesagt, du, ich komme nicht früher, weil ein bisschen irgendwie, weiß nicht, ich fühle mich nicht sonderlich gut, aber auch nicht, was ich schlecht, nur ich muss nicht rausfordern, ich komme nicht früher. Und dann hat er mir am Nachmittag angerufen und gesagt, erst, ich liege voll da nieder. Ich habe sicher 4 Wochen und alles Mögliche. Ja. Natürlich Arsch für die Sendung, aber besonders natürlich Arsch für Patrick, weil er natürlich ist ja nicht leibend, wenn man krank ist. Daher möchte ich euch bitten, gleich mal vorweg, haut eine rote Achteln, eine Orgie an roten Achteln für den Patrick, dass er schnell wieder gesund wird. Wie gesagt, ich habe das auch gehabt, das ist eine richtige Arschpartie. Haut eine die roten Achteln für den Patrick, bitte, und wir werden es uns schon irgendwie gemütlich machen. Wir werden das schon zusammenbringen. Roman Buchter ist am Start, grüß dich Gott, servus. Mit einem Sohnemann habe ich ja zufällig mich getroffen beim Motorradtraining. Ganz große Freude war das. Der Patrick hat abgehärtet, Harald Hunter, vollkommen richtig. Ich tue mehr, aber es nutzt nichts. Aber auf jeden Fall ganz große Freude, es sind also haufenweise da. Kann gar nicht alle begrüßen. Aus Aachen wieder Christopher Tau. Spanisch ist da heute der Rote. Da schau, Christopher Tau, Spanisch und Rotwein heute. Sehr gut, ja. Philipp Zach, Irme Hinkofer, Landtagsstromer, Matthias Mariacher. Jawohl, der Günther Russell, auch wir haben uns kürzlich gesehen. Ja, Markus Pristonik, ja, heute wieder solo.
Die Vorband, ich bin die Vorband, Herr Mandl, für mich. Jawohl. Ja. Was haben wir noch? Maggie Pemperton aus München, grüß dich gut. Guten Abend aus den Kirchen, alle Roman Steurer, meine Eltern. Grüß euch gut. Schauen auch zu. Donald Bill Tops und dann der Stromer. Jawohl. Gute Besserung für Patrick, jawohl. Na, das wird am Vierer haben. Peter Raffezieher sagt schon hoch die Tassen. Super. Andreas Christian hat die Achtelweine. Ja, man kann sich das aussuchen, ich weiß Patrick fällt quasi relativ oft aus, ich meine oft nicht, ne? Also oft, Gott sei Dank nicht immer wieder, nicht? Aber doch hin und wieder ist halt auch so und das ist natürlich, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn man, ich meine heute ist es schon ziemlich bedient gewesen, was ich am Telefon gehört habe, aber es ist halt so, dass man natürlich, jetzt nicht, wir wollen euch da jetzt nicht herabwürdigen, aber natürlich, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt wo spiele, irgendwo, nicht, wo also vertraglich was ausgemacht ist und wo wirklich was passieren kann, oder eben daher. Das heißt, man ist ein bisschen leichtfertiger im Auslassen der Pavlatschen, sage ich mal so, aber bitte nehmt es nicht krumm oder kriegt es nicht den falschen Hals, was ich damit sagen will, aber natürlich, jetzt wenn der Patrick sich da nicht sonderlich wohlfühlt und irgendwie nicht halbwegs gut beieinander ist und dann muss er von Eiweißtal bis daher fahren und dann da ein Ding und dann wieder heimfahren, ja, da überlegt man sich halt zweimal. Aber wie gesagt, heute hat er wirklich nicht so gut gelungen, dann, ja. Aber es wird schon werden. Die roten Achtel von einer, das heißt, Patrick, der Patrick ist natürlich, die Genesung ist absolut vorherbestimmt. Das muss man wirklich sagen. Jawohl, na schau, da hat's eine. Sehr gut. Grandios. Grandios, Gerhard Spörk, Treu 01, Georg Scheurer, Markus Pristonik, Dabtret, Daniela Schlögl. Ja, jetzt braucht er natürlich die kundige Daniela Schlögl, die ihm da entsprechend aufbaut. Momo Emi ist auch wieder am Start, ganz große Freude. Und ich mache mir jetzt auf, wir haben natürlich keinen Winzertest, Dauertester derzeit. Das wird jetzt noch dauern, 1, 2, 3 Wochen, bis wir wieder einen haben, aber dennoch, ich habe jetzt eine Flasche, weil ich bin wieder in Wien und da habe ich ja noch gehabt dann vom Graf einen Privat-Grüner Veltliner, den hau ich mir rein. Den hau ich mir rein, den hat natürlich der Patrick, hätte den natürlich auch genießen können, aber ja, wenn ein Kamönte vorzieht, was sollst du machen? Bis Sonntag, ja, Straßenland, gut, dass du das sagst. Am Sonntag, liebe Freunde, ist nichts. Leider abgesagt, ganz wichtig. Danke, Straßenland, dass du das da gleich erwähnst. Leider abgesagt, das Kurkonzert in Botschenau, weil Bier geht auch, Harald Hunter Bier geht auch. Ja genau, Fritz Startko sagt auch. Na, da habe ich volles Verständnis für Patrick, gesund soll er wieder werden. Danke dir, Fritzl, genauso schaut's aus. Ja, der ist offen. Der war sehr gut, ja. Der Privat ist aus der Weltwein. Ja, Sonntag leider. Schön halten so. Sonntag, 23. Mai, wäre gewesen unser erstes Konzert nach den Lockdowns, nämlich das Kurkonzert in Botschenau im Kurpark. Natürlich nicht. Ne? Das ist also abgesagt. Warum ist es abgesagt worden? Weil das ist, also da kommen ja mehr als 10 Leute, also sprich ab 11 muss man eine Veranstaltung als Veranstaltung anmelden. Mit allem Drum und Dran, da brauchst du ein Sicherheitskonzept und zugewiesene Bestuhlung, wo es im Kurpark nicht, da sind so Parkbangeln. Ja? Also da, und du brauchst, es muss halt jeder dann auch schon, getestet, genesen, bla bla sein. Und das kann keiner überprüfen, weil das keine Veranstaltung in dem Sinn ist, sondern da sind Parkbangeln, nicht, schön aufgestellt und da ist eine Bühne und dort spielt dann die jeweilige Gruppe zum Kurkonzert und da kommen die Leute und gehen die Leute, wie es wollen. Nicht? Aber das ist leider aufgrund dieser Vorgaben administrativ und sowas leider nicht machbar. Daher leider abgesagt 23. Ja, trifft uns hart. Wir haben uns echt schon gefreut drauf. Zumal erstens das erste Konzert, zweitens im Freien, da kann dann schon mal nicht gleich viel sein. Drittens am Nachmittag ganz gemütlich reingekommen und dann haben wir uns schon mit ein paar Motorradfreunden ausgemacht, dass sie halt rauskommen in die bucklige Welt nach Botschenau. Einen schönen Tagesausflug machen, mit einem Café beim Viktor in Botschenau genießen.
und nichts ist. Nichts ist. Kuhkonzert mit Glocken, ja, ein Kuhkonzert war das worden. Ei. Ja, na bis zum Taschel Landesstrom, bis zum 10. Segen. Nein, da ist er fit. Da ist er fit. Es ist ja wirklich so, also, wie gesagt, er hat nicht gut geklungen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt heute wo gespielt hätten, also so wie wir es bis jetzt auch immer gemacht haben, wahrscheinlich hätte er sich zusammenpacken und wir hätten gespielt. Ja, also quasi, aber halt, ja, die Pavlatschen hat er gesagt, ja, natürlich, da halten wir uns so. Jetzt aber mal sehr zum Wohl auf euch. Liebe Freunde, das Zuschaut, das gefreut mich sehr. Ich hoffe, wir werden es uns gemeinsam gemütlich machen. Und natürlich, mein erster Schluck, dem widme ich auch dem lieben Patrick, dass er schnell wieder sehr gesund wird, dass das nicht lang dauert, diese Nebenhöhlengeschichte, zumindest nicht lange, weil bei mir ist es auch noch nicht ganz vorbei, aber es ist halt, ja, das zahlt sich halt immer sowas. Aber natürlich dieser Krankheitsverlauf, wo du wirklich 3-4 Tage da niederliegst, das ist schon eine unangenehme Geschichte. Also, dieser Schluck auf alle, sozusagen ein Rundumschluck, sehr zum Wohl, Prost. Ein Welttrefferl. Ein Wahnsinn. Der Jota aus Essen. Lord Glaubermann ist dabei. Die Jana Walterova. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Da geht's zu. Eine riesengroße Freude. Ja, es ist halt natürlich so, das war jetzt dann wirklich sehr kurzfristig und natürlich vorbereitet bin ich nicht. Das sagt man immer so. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich nie vorbereitet. So gesehen ist es vollkommen wurscht. Aber ich möchte jetzt wirklich gern ganz ernsthaft von euch erfahren, wie Ton und Bild ist. Also Bild ist, glaube ich, gut. Das ist immer auch, ich habe das gar nicht mehr umgebaut jetzt, aber das habe ich heute schon hergekriegt gehabt, dass wir eben auf beide sind, gerade jetzt die Kamera ein bisschen so verändert. Aber ja, der Ton, das mich interessieren, wie der bei euch ankommt. Dann können wir schon wieder viel Medias Res geben. Du magst es eh super, sagt der Güterich Bussel. Danke schön. Bei den Nebenhöhlen würde ich entweder mit Salbei-Tee oder Salzwasser in einer Nasendusche spülen. Weil Nasenduschen ist ja grauslich. Ja, aber ja, das ist keine schlechte Idee. Salbei-Tee. Salbei haben wir, also wie im Garten, nicht? Aber ich habe nichts. Schalt ihn auf Skype dazu, ne? So sind der Patrick liegt da nieder. Aber die Lise Graf schaut zu, Christi gut. Und ja, Ton und Bild passt, sagt der Landesstromer. Lise, gell, schickst den Patrick, richte es am aus oder schaut er eh zu, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Wünsche der Pavlacisti erreichen ihn voll Wisch. So. Pass auf, Hubert Hinkhofer. Steine, blauer Ozean, genial. Was? Ton und Bild sind Weltklasse, sagt der Fritzl. Das ist leibend. Alles bestens, Johanna Duschl. Bild und Ton super, Rudi Korbes, Rodolfo Carabezzo. Das erinnert mich jetzt an wen? Christopher da. Was? Steh auf der Leitung. Christopher da, steh auf der Leitung, aber ist sicher eine leibende Geschichte. Alles gut. Ton und Bild ist wieder super, nicht mal das Surren vom Notebook hört man. Perfekt. Na klar, das Notebook steht da und das Mikrofon ist da oben. Ton und Bild perfekt. Herr Mandl, Herr Ulis Lonek, total okay. Jawohl. Schwedenbütter hilft immer deine Schläge. Ja, das ist klar. Ton ist gut, Bild ein bisschen unscharf, finde ich. Ja. Das kann sein. Das kann natürlich jetzt sein. Aber, was mache ich da? Weiß jetzt nicht. Das. Aber ich sehe es auch. Du hast recht. Das Bild ist ein bisschen unscharf. Das müssen wir bei der Kamera regeln, was jetzt grundsätzlich nicht so ein Problem war, aber ich komme da nicht so gut zu wie jetzt zur Kamera. Ich probiere was. Das Zonkerl, was ändert das? Da, Zonkers Welt TV. Ja gut, Zonker ist ja jetzt unter den absoluten Medienprofis. Der hat ja jetzt da, also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was der jetzt aufführt. Ganz große Klasse. Nein, das ist eine super Geschichte. Ja, das Bild lassen wir jetzt so, wie es ist. Lassen wir jetzt so, wie es ist.
Dafür nehme ich noch einen Schluck und spüre sofort ein Lied, was der Rudi Korbes nämlich letztens sich gewünscht hat. Und Rudi, die spiele ich jetzt gleich. Dir zu Ehren, Rodolfo Corbetto, oder Corbes Rudi, wie wir in Wien sagen. Und das spiele ich und dir zu Ehren und du schreibst mir ein, in welcher Tonart du das spielst. Das würde mich interessieren. Aber es passt zum Wein jetzt natürlich. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst du stark sein, sonst hast du noch die halbe Freude. Beim Plaudern musst du lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das noch nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst du stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Jetzt geht nochmal das Solo. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst du stark sein, sonst hat's nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst du lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst du stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. No, ein Solo. Ein Solo. Beim Wein darfst du nicht fad sein. Ferry Wunsch hat das geschrieben. Großartig. Lukas Macari, Schlag, Moment, Reset. Lukas Macherik ist auch wieder dabei. Grüß dich gut. Super. Na schau die Achteln. Ja, Patrick liegt flach. Wünsche gute Ratschläge und richtige. Was? Wünsche und gute Ratschläge top. Richtig aus. Super, Alice, das magst bitte. Ein Chili auf die Kamera legen mit der Schärfe. Ja, genau. Ein Chili. Hammer. Chili haben wir. Ja. Matthias Mariach hat richtig gesagt, lass so, bevor es schlechter wird. Ja. Ja, 100 Pavlacistisch, Gerhard Scherer, das schaffen wir heute nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, weil. Ja. Bild ist wurscht, auf meinem Monitor bist du 7 cm groß. Ob das dann scharf ist oder nicht, ja, aber Gerhard Spörk, gerade da. Gerade da brauchen wir absolute Elite. Rode Achtel, danke vielmals. Sehr gut. Na schau. Snoop Dogg ist auch wieder dabei. Manfred Graf, danke. Johanna Duschler, Philipp Zahl. Ja, aber jetzt hätte ich gern, habe ich das jetzt überlesen vom Rudi Korbes, bitte. Der hat mich wirklich interessieren, in welcher Tonart du das spielst, das Lied, und was du das eingelernt hast. Weil das ist natürlich leibend. Weil das beim Taschler, das war eigentlich, was haben wir das gemeinsam spielen können. Du bist ja dabei, sicher im Juni dabei. Das wird der nächste Termin sein, also der erste. Ich glaube, also da steht jetzt nichts wirklich dagegen.
schaut gut aus. Natürlich im Idealfall ist es schönes Wetter, dass wir draußen sitzen können, weil wir natürlich da mehr Leute reinbringen. Das sind dann 10 Erwachsene pro Tisch mit 2 Meter Abstand, naja gut. Also da werden dann schon im Garten, werden wir dann schon 30 Leute reinkriegen, wenn wir Glück haben. Wenn man rein muss wegen dem Wetter, dann ist es ein bisschen geschissener. Aber ja, wurscht. Taschler definitiv, das findet statt. Und die anderen Termine ist halt ein bisschen schwierig, weil halt alles nicht geklärt ist. Nicht? Aber grundsätzlich schaut es jetzt einmal gut aus. Aber leider, natürlich, jetzt am Sonntag, das Kurkonzert, das ist angesagt. So, ich fange mit G-Verminder dann D-Moll, G7, das ist hoch. Das singst du auch, Rudi, das singst du, das ist mir zu hoch. Aber spielen kann ich, das ist wurscht. Ja. Mit D-Moll, wow. Im Wein musst du fahren sein, im Lied, okay. Das kriegen wir schon hin, Rudi, das kriegen wir hin. Ganz großartig, ja. Ich bin heute wirklich nicht vorbereitet auf Solo. Ich war so, wie soll ich sagen, heute fokussiert auf diese neue Ausrichtung, also die neue alte Ausrichtung. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, wie wir da angefangen haben, die paar Latschen, die wir da im Studio gemacht haben, dann sind wir da so gesessen und dann habe ich ja da einen Haufen Stative stehen gehabt. 2 Lichtstative, Kamerastativ, Tonstativ und das war ja da alles vollgerammt und so weiter. Und jetzt habe ich das ja so, dass ich die Lichter tatsächlich da an den Bücherregalen, also an diesen Stellagen da montieren habe können. Das heißt, es fallen schon mal 2 Stative weg, sprich 2 Stolperfallen. Und auch das Kamerastativ ist jetzt da montiert am Gestell. Das kann ich euch, warte mal, ich mache das ja so. Ich mache ein Foto und das spiele ich ein und dann seht ihr, wie das ausschaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht mit den Lichtern, aber wir machen es einmal. Wir probieren das. So. So. Das schicke ich um und dann seht ihr meinen Ausblick. Meinen Ausblick seht ihr dann. Das ist eine Idee, oder? MacBook um. Schick's um. Klausi, startest du eine Solo-Karriere? Patrick und du machen hoffentlich nicht einen auf Sonne und Share. Nein, haben wir nicht vor. Nein, Solo-Karriere, hör auf. Jetzt haben wir uns endlich eingespielt, nach 26 Jahren. Das machen wir schon. Wenn Engelbert was es gibt, im nächsten Monat wird es schon gehen, das sicher. Rudi Gorbes. Locker. Es ist gar nicht so eine schwere Nummer. Eigentlich ein ziemlicher Jazz-Standard. Es hat nur ein paar Sprünge und da muss man wissen, um was geht. So, was ist jetzt der Rimio? Passt auf, jetzt seht ihr da meine Einspülungen gar nicht da zocken. Kann ich auch. Oder auch nicht. Jawohl. Schau. So. Das kann ich auch da so. So. Jawohl. So schaut das aus von mir aus. Also da wären der Stellage halt diese 2 Scheinwerfer und eigentlich, es gibt nur mehr ein und dort, also da die Kamera, das sieht man fast gar nicht. Und der Ton, also das Mikrofon ist eigentlich das einzige, was jetzt auf ein Stativ steht. Das werde ich dann nochmal montieren da an der Decke, dass ich das da montieren kann. Ja, und auf das war ich heute natürlich fokussiert. Voll und ganz. Und war gar nicht so auf ein Programm ausgerichtet. Aber es wird schon werden. Lasst uns ein paar Achteln trinken, dann sind wir voll dabei. Seid es gibt Wünsche. Wenn ihr Wünsche habt, nur her damit, mehr als dass es nicht erfüllt, kann nicht passieren. Ja, es ist positiv, das Wetter schaut ja nicht gut an für den Sonntag. Ja, aber Sonntag ist noch weit weg, Daniela. Das ist noch weit weg, da kann viel sein. Es war auch für den Freitag, für mein Motorradtraining, war gar nicht gut, das Wetter angesagt. Gar nicht gut, viel Regen. Und was war? Nicht einen Tropfen habe ich abbekommen. Bis das Training aus war, dann bin ich noch eine herrliche Runde gefahren, von Desdorf, dann so über Herberstein und dann Miesenbach, Buchberg und dann auch in den Kirchen zu meinen Eltern, bei herrlichstem Sonnenschein sogar, blauer Himmel, Sonnenschein und kein Verkehr, war wild, weil da war es schon 5 oder was. Und dann war ich noch bei meinen Eltern, habe einen Kaffee getrunken, dann bin ich gefahren und ab dem Wechsel habe ich alles angekriegt, was ich auslassen habe über den Tag. Alles.
volle Wäsche, volle Granate. Und da habe ich so vierig geschaut, so am Firmament habe ich mir so gedacht, da nutzt er kein Unterstellen oder irgendwas, das wird halt nichts mehr. Und bei vollem Regenwetter bin ich dann heimgefahren. Das war ein bisschen eine harte Geschichte. So. Und du wirfst einen ordentlichen Schatten, das hat das Zonkerl nicht, was? Naja, gut. Ja. Aber das gehört so. Ja, ist aber klar, er ist ja viel näher an der Kamera. Nicht? Man muss das auch sagen. Man muss das schon auch sagen. Ich bin ausgerichtet für zwei. Leute. Der Ausblick Donaufeld, ja genau. Ja, Borkenkäfer, ja, mit dem Regen wird das auch nichts mehr bringen. Interessanter Einblick in die Kulissen, gell? Ich muss schauen, ob ich nichts Unanständiges da stehen gehabt. Nein, schaut nicht so aus. So, was haben wir da? Ringelspiel. Perfektes Studio, sagt der Fred Status, genau. Und das ist ja nur das ist ja nur ein Studio für die Pawlatschen, also für uns zwei. Nicht? Weil wenn ich dann vom Tisch, jetzt wieder mein Studiotisch schon wirklich, geht schon ins Finale. Und weil da kriegt nämlich noch eine Brandmalerei auf. Und da sage ich nur Kontragitarre und Motorrad. Das wird sauleiwand. Und dann wird dieser Bereich auch richtig hergegeben. Das ist ein eigener Studiobereich sozusagen, wo ich dann nur mal die Kamera wechseln muss. Dann kann ich da vom Tisch auch wieder Livestreams und solche Sachen machen. Na, schauen wir. Also, Regelspiel haben wir gemerkt, aber natürlich der Waffenschrank, der Niederschlägel. Ja, genau. Galiziberg-Lied Momo M, ja. Stell dir mal neben der Gitarre den Fokus in der Mitte des Bildes. Bin ich scharf? Nein, ist ja nicht. So der nein, ist ja wurscht. Da damals nicht. Typisch Wechsel. Ja, Johanna Duschel wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. War herrlichstes Wetter und ich komme also quasi hinterm Wechsel, aus war's. Und es war nur mehr Untergang. Ja. Die Stramanze ist auch nicht schlecht. Na gut, also pass auf, wir fangen mal an. So gut es geht. Aber ich sag's gleich, die Quetschen geht an. Die Quetschen fällt, Punktum. Retten sein, nur hereingereist der Jux für groß und klein, jeder Schimmenech lackiert, Querkeln frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder hutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorweg und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Der Herr Franz, ganz diskret, mit seinem Flirt im Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gardé und Bahö fahren die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie Franzl, schau, ist das nicht die Frau? Ja, sagt der Fixlad und Stern, mit meinem Zimmerherrn. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorweg und dreht sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, oh, ein schönes Ringelspiel. Mir war heut ein kleiner Stravanzer, falsche Tonart. Ich war eine falsche Tonart, oder nicht? Weiß ich nicht. Siehst du, da fällt der Patrick und dann habe ich ein Problem. Ich war ein kleiner Stravanzer. Nein, der was weiß nicht.
Herrgott. Gut, ich werde ein leeres Glas, da kann er nichts sehen. Das kann nicht funktionieren. Einschenken tut man auch keiner, muss ich auch selber machen. Freunde, das ist ein Wahnsinn. Ohne Patrick. Ohne Patrick ist das ein Haken auch noch. Neulich denke ich mir, lass dich rasieren und gehst dann ein wenig spazieren. Und dass du kein Geld nicht gibst aus, so gehst am Galiziberg hinaus. Und wie ich am Galiziberg komm, schau mir ein wenig so, da sieh ich ganz still und ganz calm. Ein Vogel ist drum auf einem Baum. Ich denk mir, da kraxelst jetzt auf und nimmst dir das Vogelnest aus. Ja, aber das Kraxeln war gar nicht so schwer. Ja, aber wie ich war, war's Vogelnest la. Und wie ich am Baum unten sitz, vom Aufgerein fürchterlich schwitz, kommt ein Liebesbauer versunken in Tran und setzt sich grad unter mein Baum. Aber ich auf meinem Baum bin ganz still. Ich will ja sehen, was der Liebhaber will. Der sagt, ich hab dich so gern. Ja, du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr nur so allerhand. Sie sagt, ich tät die Bitt dir gewähren. Ja, aber wer sie unsere Kinder hernähern. Aber Geschatzel, ich bin doch ein Christ. Naja, und du von demselben Glauben auch bist. Vertrauen oder drum auf den Herrn. Ja, der wird schon unsere Kinder ernähren. Da schrei ich gleich oben vom Baum. Der Bagage wird schlecht, sagt dann heim. Ja, wenn ich oben komme, dann sag ich den Herrn. Der euch wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken ganz bloß. Die haben geglaubt, dass der Herrgott schon weiß. Ich sag, rennt über Stock, über Strauch. Ich hab mir gehalten vor Lachen mein Bauch. Das Galiziberg-Lied, schon lange nicht gesungen. Dank der Mama ihm für diesen Wunsch. Schon lange nicht gespielt. Alleingelassener, selbstversorgener, self-made man. Der Georg Scheire. Oh, die Achteln, danke. Die Einsamkeit. Na, Johanna Duschel macht auf jeden Fall. Na klar. Na klar. Waren das so viel? Ja, bei Hagel fahren ist nicht leibend. Der Stravanzer den Stravanzer, den schaffe ich jetzt noch. Aber schau, jetzt, wir nehmen alle das Glas, ich sage, das Snoop Dogg ist Teil. Was weiß nicht, die Jucker Floridsdorf. Einmalig. Was gibt's Geileres als eine Kontragitarre? Kann man die mit kleinere Hände eigentlich überhaupt spielen? Ist sicher. Auf jeden Fall. Ich habe auch keine Riesenhände. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, Meister Pumuckl. So ist eine Frage der Übung, sonst gar nichts. Ja, Wildcat schickt ein Patrick gute Besserung. Werden wir ausrichten natürlich. Was geht auch ohne Quetschen? Singst du super, Klaus? Na, dank der Film als Manfred Kraft. Nur die Tonart musst du nicht selber finden. Das ist ja das. Das halbiert, was heißt halbiert? Das reduziert mein ganzes Repertoire noch mindestens um 2/3. Ohne, wenn ich Patrick nicht habe, weil ich die Tonart nicht weiß. Und da komme ich mir falsch rein. Weil beim Patrick das ist so. Da höre ich 2-3 Töne, dann weiß ich schon, was ich tun muss. Dann weiß ich auch die Tonart. Oder der Patrick teilt mir so, dann weiß ich auch, ich muss so einen Vorlauf spielen, so einen Einlauf. Ein Vorspiel. Oder weiß ich auch gleich. Aber wenn der Patrick nicht da ist, wie gesagt, das reduziert mein Repertoire um mindestens 2/3 der Lieder. Wahnsinn. Ja, die Daumen hat seine. Die Daumen hat seine, danke ich vielmals. Halber Mensch. Einsturz in den Neubauten, ja. Einsturz in den Neubauten, bist deppert. Auf der bin ich angefahren irgendwie. Also nicht voll, aber ein bisschen schon. So in den 90er Jahren. Anfang 90er Jahre. Wer rennt nur eines Zungenschlags? Gibt es Urknall und wer mit Tod?
vom roten Riesen bis zum weißen Zwerg, die ganze Skala. Und ich habe keine Ahnung, was der gesungen hat, aber das irgendwie hat mich imponiert. Aber ich dachte, das klingt so gescheit, wenn ich das kann. Wenn ich die Liedtexte kann bis zur Matura, komme ich durch. War aber nicht so. Also bin durchgekommen, aber nicht aufgrund der Texte der einstürzenden Neubauten. Muss man so sagen. Die haben nichts an meinem Matura-Erfolg beigetragen. Ja, na unbedingt noch Tagesteil, da musst du die Gitarre darf nicht verstauen, du musst schon dran sein. Matthias Mariacher, Einlauf und Vorspiel, ja, da war die Songmusiker so, wie sagen wir, Einlauf. Ja. Da wird's hellhörig. Was ist das Thema heute? Ja, Solo. Du, was wollte ich sagen? Ja, also erstens einmal, weil ich glaube, die haben wir eben irgendwann nicht aufgerufen, die Daumen hoch anzuklicken, möchte ich auch recht bitten natürlich, weil je mehr Daumen nach oben, desto mehr weiß YouTube, dass das eine Wahnsinnsveranstaltung ist. Und natürlich, das möchte ich einblenden, ihr findet es in der Videobeschreibung natürlich auch, aber die Möglichkeit, uns einen Obolus zukommen zu lassen, ein Schmattes sozusagen. Aber der Patrick nicht da ist, ich tue ja trotzdem wieder einmal. Also so ist es nicht. Ein bisschen teile ich schon. Also wenn man sagt, sie hat was ins Kerberleine, macht das bitte, wie gesagt, eingeblendet, beziehungsweise auch dann in der Videobeschreibung. So. Jetzt schaue ich das in Stravanzer zusammen, das gibt es ja nicht. Mit Anschlag. Das brennt ja aus, dass es nicht einmal schnell Mammung geht. Daumen runter ist auch schon dabei, sehr gut. Aber ich weiß nicht, wir haben immer einen Daumen runter und dann weiß ich nicht, ist das jetzt, hat sich einer verdruckt, dann hat sich wahrscheinlich verdruckt. Oder ist es ein Hater? Und wir haben noch keinen Hater gehabt, keinen richtigen, was? So einen richtigen, wo du sagst, den sperre ich jetzt. Den blockieren wir, den hauen wir raus. Ich meine, vom Christoph Acker rede ich öfters davor, aber ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Aber jawohl, ganz großartig. Na gut, also pass auf. Stravanzer. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, dann schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nestel raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen Glück hat mir gefällt. Wenn ich so beim Weindl sitz und denk drüber nach, da gefreut mich gleich kein Schmäh, kein Witz, denn das Liedl macht mich schwach, weil's mich so erinnert dran an die Lastbumenzeit, die man nicht vergessen kann. Mir ist, ich weiß noch gar wie heut, ein Bube, das kann ich nimmer werden. Aber Stravanzen tue ich heute noch gern. Jo, ich war heute ein kleiner Stravanzer, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Hat sich nichts geändert seitdem. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, da schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nestel raus. Jo, ich war heute ein kleiner Stravanzer,
nur ein bisschen Glück hat er mir gefällt. Zusammenbruch auf dem 20. Anlauf. Da ist ja ein Superchat von 301, 10 Euro. Ich danke dir vielmals. Da trinke ich natürlich einen Schluck auf dich. Sehr zum Wohl, danke schön. Ja, das ist sozusagen die dritte Möglichkeit, uns was zukommen zu lassen. Über diesen Superchat, das geht, also wenn man dann ein Google-Konto hat oder irgendwas, und dann kann man das direkt über den Chat machen. Auch sehr leid, ich danke euch vielmals. Schau, die roten Achteln, ich habe schon irgendwie hingekriegt. Das, ja, den Strauanzer habe ich schon irgendwie hingekriegt. Oi. Das passt fast zum Wetter schon wieder. Heute spürst den Herbst in deine Bahnen, neben auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns Rahmen, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Planen tanzen durch die Hasner Straßen und Papieren alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ickenplatz, Liebertstal, Stachendal, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnenmarkt und der Rebfeldbad, das Leben, das liegt benannt. Wer am Markt der Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Muttern sagen Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kennst du die verlieren. Beiseln vor der Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Revanche an da. Trotzdem bin ich wie Riegel, doch nur da, daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Den Galizienberg siehst du durch einen Schleier, alles ist verkühlt an jeder Böd. An die Rauchfegen merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstal, Stachendal, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Und Brunnenmarkt und Rebfeldbad, das Leben, das liegt benannt. Wer einmal der Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Die Muttern sagen Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kennst du die verlieren. Beiseln von der Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Revanche an Darm. Trotzdem bin ich wie Riegel, doch nur da, daheim. Karl Hodiner und Bissecker, der Text von Bissecker. Melodie Karl Hodiner, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Das war für mich immer so ein, so Schallplatten daheim gehabt, meine Eltern. Eben zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Das Lied war drauf vom Hodiner. Und das war für mich wirklich das war für mich so ein Heimatswehmutslied. Also man muss sich vorstellen, ich bin in Ottergring daheim gesessen, in Ottergring. Daheim gesessen und habe bei dem Lied Sehnsucht nach Ottergring gehabt. Also ich habe schon als Kind einen Porsche gehabt. Muss man schon so sagen. Aber es war wirklich, ich kann es nicht anders erklären. Bin in Ottergring gesessen und habe Sehnsucht nach Ottergring gehabt. Unglaublich. So, ich danke euch vielmals. Lob kann Tadel, merke ich. Ganz leibend. Danke euch. Ja. Was, das war mal meine Gegend, wie wir im 7. gewohnt haben. Das Lerchenfeld. Ja, na klar, eine, ja sicher, ja. Das war ja das. Ja.
Bei uns ist heute auch schon zweimal die Welt untergegangen, mit Hagel, Donner und Blitz. Ja, servus. Hör auf. Wo fährst du denn? Dumme Frage von den Deutschen. Kommt der Name 16. vom Bezirk? Ist keine dumme Frage, mein Lieber, sondern korrekte Frage und korrekte Antwort. Tatsächlich, 16. Bezirk, Otterkring, der 16. Hieb, Otterkring, 1800. Jetzt bin ich jetzt so, jetzt habe ich mich 1891, glaube ich, 1891 eingemeindet worden in Wien und mit dem Vorort Lerchenfeld, Neulerchenfeld eigentlich, zusammengelegt worden. War natürlich auch Murzag Sturdl, die Otterkring, das war ein Bauerndorf. Ne? Und da sind sie mit den Tschecheranten, das war Lerchenfeld, da waren nur Wirtshäuser, da war ja nichts. In Otterkring ist ja gearbeitet worden. In Lerchenfeld waren die ganzen Tschecheranten. Ne? Das ist zusammengelegt worden. Und ich glaube 1891, ja, in Wien, eingemeindet worden als der 16. Wiener Gemeindebezirk. Und da sind eben der Patrick und ich her. Und deswegen haben wir dann 16er Buben. Also das war dann quasi der Start, die Begründung des Namens, die Legende hinter der Namensgebung. Also was heißt Legende? Das war ja so, ich war ja dabei. War so, dass wir haben also gespielt und da haben wir uns noch genannt, wie das halt so üblich war im Jazz, wieder im Wiener Lied ja auch so, nämlich das Duo mit den Namen. Nicht? Also Duo Rutger Steurer haben wir geheißen und das war halt so, nicht? Das Duo Rutger Steurer. Und wir haben irgendwo gespielt, was war denn das? Weiß ich nicht mehr, irgendeine offizielle Geschichte, eines unserer ersten Konzerte bei sowas und das war das hat so einen Volksfestcharakter gehabt und die haben so Plakate ausgebracht und alles. Und wir haben gemütlich, sind wir irgendwo in einem Beisel gewesen. Nein, nicht in einem Beisel, das war in irgendeinem Jugend, bei dem Pfadfinder oder Jungschau, nein, Jungschau nicht mehr, weil wir schon zu alt, aber irgend so ein Jugendtreff. Weiß nicht, oder waren es die Kommunisten, ich weiß es nicht, das ist ja wurscht. Ja. Also in irgendeinem so ein Jugendtreff, wo wir halt da öfters verkehrt sind, da bei diversen, weil da waren ja die Drangeln leistbar. Ne? Da hat ja was auch sehr, Bier gekostet, 10 Schilling oder sowas. Ne? Das war ja nichts. Und dort waren wir halt so, war leibend, waren nicht so ganz wilde Geschichten, sondern es war schon leibend. Und der Oliver, der Bruder von Patrick, hat eine Otterkringer Bierdosen, nicht, die man halt in Wien auch das 16er Blech nennt, nicht, weil es eben Otterkringer oder Bierdosen ist. Und wenn es übrigens, wenn es einmal kein Otterkringer ist, aber dennoch eine Blechdose, dann nennt man das in Wien ein Blechweckerl. Wenn man sagt, ein Bier hat so ungefähr, nicht, ist ungefähr das Äquivalent zu einem Semmel, zu einem Weckerl, nicht, zu einem Brötchen. So, und das sagt man Blechweckerl. Aber die 16er Blech ist natürlich das Otterkringer. Und wir sind dort und ich habe damals ein Handy gehabt und ich kriege einen Anruf von einem Bekannten von uns, der diese Plakate macht. Und sagt, Herrst, ich darf das plakatieren und ich mache das Plakat für die Veranstaltung und da möchte ich wissen, wie heißt es denn hier? Dann sage ich, na du, Rutger Steurer. Sag ich, nein, das ist ja Schatz, das kann ich da nicht, das wiegt ja noch nichts, das schaut noch nichts aus, habt keinen Namen. Ne? Und wir haben ihm so über die 16er Blech gewitzelt vorher und der Oliver, der Bruder, sagt, na, dann sagt jetzt 16er Burm. Sagen wir, na passt, 16er Burm, das machen wir. Und das war sozusagen die Initialzündung, haben das aber nicht vorgehabt, dass wir beibehalten, nur halt für das Plakat, dass wir Ruhe haben, aber der Name ist uns dann geblieben sozusagen. Also das ist die Geschichte hinter der Namensgebung, 16er Burm. So, muss ich wieder einlesen in die Kommentare. Ja. Kannst du von ihm... Mein Haus, das ist in den Himmel geflogen, leider nicht. Manfred Kraft, das kann ich nicht. Leider nicht. Das kann ich nicht. Also du, Rutger Steuer, hätte man das Akronym Durst bilden können. Matthias Mariache, das ist aber nicht schlecht. Begrüßen Sie Durst. Das war gut. So wie TÜV. Das ist nicht schlecht. Sozialistische Jugend, die Roten Falken oder junge Generation würde ich tippen. Ja, der Roten Falken, das sind ja die Kinder, ne? Das war es nicht. Wenn, dann war es die SJ. Also wir sind nicht da überall verkehrt. Nein, aber es waren dort die Kummerl auch. Die KPÖ. Muss einmal was zum Trinken geben. Und Chesterton, selbst zu Hause habe ich Heimweh. Na schau, da bin ich gar nicht so schlecht. Gilbert Keith Chesterton. Großer Schriftsteller, ganz leibend. Kann ich jedem empfehlen.
Gilbert wahrscheinlich, Gilbert Keith Chesterton. Ja, manche kennen aber die Pater Braun-Geschichten, die hat er geschrieben. Und der hat leibende Sachen geschrieben. War ein guter Schriftsteller, hat mir gefallen. War sehr gut, ja. Aber das ja, gefällt mir, das Zitat habe ich nicht kennt von ihm. Selbst zu Hause habe ich Heimweh. Ja, wobei, naja, das ist jetzt eine Spitzfindigkeit, aber zwischen Heimweh und Sehnsucht könnte man einen Unterschied definieren. Könnte man. Aber ja, ist gut, ja. Na, auf jeden Fall dann in Schlögl. Also, die ist, ja, weiß nicht. Also, junge Generation kenne ich gar nicht. Aber so Rote Falken waren sicher nicht, weil das sind ja die Kinder. Nicht? Dann hast du die SJ und und da waren ja viele und die habe ich auf das nicht so geschaut. Und eben die katholische Jugend, die Pfadfinder waren dort stark. Und dort, bei Pfadfinder war es schon schwerer. Bist du wirklich mit einem Haber reingekommen. Gut, bei den anderen auch in Wahrheit. Aber die waren ein bisschen strenger, dass man reinkommt so als Gast. Und ja, auf jeden Fall, ja, es war ja dort überall, hat sich die Jugend, waren immer die gleichen. Du hast alle überall getroffen. Es war vollkommen wurscht. bei den katholischen, bei den sozialistischen, bei den Kummerln, weil das war halt in Otterkring das Eklokal. Aber die junge ÖVP und so, weiß ich gar nicht zum Beispiel, gut, ja, das waren nicht die katholischen wahrscheinlich. Aber die junge ÖVP, also die junge ÖVP hat, weiß ich gar nicht, ob sie gegeben hat in Otterkring. Also jetzt, aber das Lokal sicher nicht. Aber da hat es eben auch noch so gegeben, so diese Splittergruppen von diversen Parteiablegern, die halt dann so Vereinslokalitäten gehabt haben überall. Und das war schon immer super, also da haben wir überall recht günstig was trinken können. Das war in der späten Schülerzeit und frühen Studienzeit ganz wichtige Adressen, muss man schon sagen. Günther Rosl hat seinen Weißen eine. Wie ich gesagt habe, ja, sehr gut, Günther, du wirst sehen, der Zucker fällt. Wirst sehen. Welche Erinnerungen werden da wach? SDAJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Jawohl. Ja, ich gesagt, ich komme nicht aus einem sozialistischen Haushalt. Ne? Daher war ich dann nicht so eng verbunden. Ich komme aus einer bürgerlichen Beamtenfamilie. Aber das war immer recht interessant, also im Nachhinein gesehen, dass das ein typisches schwarzes Elternhaus, wenn man so will. Ne? Wobei typisch, was ist typisch, weiß man, aber halt so von den Werten her. Ne? Und die Freunde, die engsten Freunde von meinen Eltern waren alles Rode. Das war super. Ich meine, als Kind habe ich das nicht so mitgekriegt, aber später war immer recht lustig. Ja. Wobei ich sagen muss, ist bei mir nicht unähnlich, weil mir meine Mutter mal gesagt hat, wenn du mal ein Festel schmeißen willst, musst du aufpassen, weil du kannst nicht einfach deine Freunde einladen, weil die bringen sie um gegenseitig. Ne? Und da hat schon recht, also, die kommen schon so aus dermaßen unterschiedlichen Welten. Mir taugt es, aber manche sind halt dann untereinander nicht so kompatibel. Aber so ist das Leben. Aber dort ist es gegangen. Da hat's auch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass da Gräbereien gemacht hat. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Überhaupt nicht. Da war nie was. Also war in Eintracht hat man die 10 Schilling fürs Bier gezahlt. Die JG, also die Jugend, ja, ein kleiner Versuch der SPÖ, eigene Jugendorganisation zu haben, die sich aber gegen die SJ nie durchgesetzt hat. Das denke ich mal, weil ja, sozialistische Jugend, die war ja immer, also gut bei euch, daneben ist natürlich jetzt nochmal was anderes. Da quasi am Land, aber in Wien war das natürlich, die sozialistische Jugend war da schon recht tonangebend. Otterkring, ein Arbeiterbezirk auch noch, nicht? Also da hat man da schon viel. Und dann, ja, also wir haben da so viele Sektionen und so, also also ich habe auch einen persönlichen Freund, das ist schon für Rode, aber ich kann mich erinnern, ein Schulfreund von mir, der war aber älter ein bisschen, der hat glaube ich vor mir maturiert, auch der 2 Jahre vor mir hat der maturiert. Ja, mit seinen Brüdern, genau, mit seinen Brüdern habe ich maturiert. Aber der Ältere hat mir erzählt, wie die haben da in der Thalia-Straße ein Haus gehabt, eine Wohnung. Und das war die Eltern, also die Großelternwohnung. Und da hat er mir noch erzählt, das war wie ein kleines Kind war der 1. Mai
Aufmarsch oder was? So ein tiefschwarzer Haushalt, ja. 1. Mai Aufmarsch und sind sie nicht von Otterkring, haben sie sich nicht gesammelt. Und das war ja, also wir reden da jetzt von eben auch von den Ende 80er Jahre, ja, oder Mitte 80er Jahre. Also da war schon noch was los. Und haben sie die gesammelt und sind natürlich dann so wie die Italiestraßen reinmarschiert, mit der Blaskapellen, alle Richtungen, einen Stadt eben zum Ring, nicht, zum 1. Mai Aufmarsch. Und der hat gesagt, das war wirklich noch so, weil er natürlich als Kind, nicht, ich dachte, da ist ein Stuhl auf der Straße, nicht, ausschauen beim Fenster, nicht, schau, die Fahnen und die Musik spielt und alles Mögliche. Und die Oma, seine Oma hat weg gesagt, und haben wirklich original die Jalousien runtergelassen, Vorhänge zu quasi, komplett, weil nein, da gingen die Routen vorbei. Da schaut man nicht runter. Nicht? Und die Kinder, draußen hat die Musik gespielt, die Kinder wollten runter schauen, wollten sich das Gestürl anschauen. Aber nein, das hat es der Oma nicht gegeben. Da gehen die Sozis vorbei, da wird zugemacht. Da werden die Fenster zugemacht. Das habe ich köstlich gefunden. Absolut köstlich. Also das habe ich nicht erlebt. Und mit dem, also sein Bruder, mit dem ich in die Schule gegangen bin, der hat gesagt, nein, ich das auch nicht mehr, aber das stimmt, ja, dem seine Oma war so. Also so richtig, weißt du, also der richtige Klassenkampf noch. Aber ja, ist auch nicht schon drum, um einen Klassenkampf, muss ich ehrlich sagen. Weil, ja. Was haben wir noch? War zweimal mit der großen Jugendgruppe in Schweden. Best Holiday ever. Naja, leibend. Was Mitglied im MC Coole Wampe. Da hatte ich noch nicht mal ein Motorrad. Geil. Das ist sehr lässig. Was ist politische Gesinnung? Ohne gesunden Menschenverstand in Richtung im Leben zu finden und sich seine Vorteile zu sichern. Ja, genau. Ja, ich war da auch. Also da, wie gesagt, so lustige Erinnerungen das Ganze habe. Wobei ich wirklich sagen muss, in den seltensten Fällen waren da wirklich nicht einmal Diskussionen, es waren uns alles eigentlich vollkommen scheißegal. Und ich habe auch immer klargestellt, dass ich bin ein Konservativer, das ist so. Ja, das ist das. Wichtig ist nur die Unterscheidung, eben weil du sagst mit politischer Gesinnung, das hat eben nichts mit Politik zu tun. Ich bin ein traditionsbewusster Mensch, einer, der gern so logischerweise, der ein bisschen auf die alten Werte hält und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt kein Eigenart von einem Schwarzen, weil ich eben definitiv kein Schwarzer bin. Und das ist auch nicht, das ist zum Beispiel sind auch keine Attribute, die man jetzt an Roden nicht zuerkennen kann. Also ja, ich habe da immer so ein bisschen, diese Diskussionen habe ich auslassen, ehrlich gesagt. Weil zum einen reden sie sich auf alle über die Religionen, dass das was verursacht, Kriege oder irgendwelche Missstimmungen. Andererseits bei der Partei passt es auf einmal, ich denke mir auch, nein, also für mich bestimmt keiner und schon gar nicht ein Grundsatzprogramm oder sonst was. Nicht? Aber natürlich die Nähe, jetzt gibt es halt die Nähe, mit der man aufgewachsen ist, nicht? Sozusagen, also die kulturelle Prägung, die man gehabt hat. Naja, das war jetzt familiär, war es eher, ich kann nicht einmal sagen schwarz oder bürgerlich und von der Gesellschaft in Wien, in Otterkring, war es natürlich eher, ich sage jetzt bewusst eher rot und nicht sozialdemokratisch, weil es nicht politisch so war, sondern eher so das wie soll ich sagen, so dieses Beieinander, dieses recht volksnahe, nicht? So dieses Gemütliche, wenn man so will. Ja. Weiß nicht, ob das verständlich war, was ich sage, aber ist ja wurscht. Der letzte Club hat mich zwangsweise entfernt. Was? Ich muss ungefähr 13 Jahre alt gewesen sein und habe für SGB Simmering Fußball gespielt. Bin nur über meine eigenen Haxen geflogen. Na, Fußball will auslassen. Snoop Dogg Style, Fußball will auslassen. Da habe ich gewusst, da reise ich nichts. Das ist mir erstens, weil es mich nicht interessiert. Zweitens, weil ich es nicht kann. Oder hat es gegeben, die Weiße Elf. Das war mein Favorit. Die Weiße Elf war mein Favorit. Hat aber, glaube ich, nie was gerissen. Ja. Andreas Wittersek glaubt als Kind angeblich, dass der Maiaufmärsche anlässlich seines Geburtstags im 1. Mai stattfand. Habe ich auch nicht gewusst, das war auch gut. War politisch gar nicht interessiert, aber ja, er war die Schwester von Kollegen und in die war ich verknallt, klar. Fritz Stadt, das ist aber das, was ich meine. Das war bei uns genauso. Das war uns vollkommen wurscht. Das waren alle Leute, wirklich, das waren alle Leute überall anzutreffen. Das war vollkommen wurscht. Du hast gewusst, am Freitag
am Freitag bist du, keine Ahnung, im Jugendzentrum da, was eher rot war, aber nicht wirklich von dir, es war anders. Dann hast du am Samstag bist gegangen, an dem einen bist gegangen zum was ich, Alt-Otterkring, katholische Jugend, dann irgendwann noch in Neu-Otterkring, dann warst du einmal bei der SJ, also SJ war das, aber das war quasi so die sozialistische Jugend, sage ich mal. Was haben wir noch gehabt? Die Pfaderer hast du auch noch gehabt, ja. Aber das war. Aber das, wie gesagt, das war jetzt nicht politisch. Ich selber denke mir, ich habe schon meine politische, wenn man so will, Überzeugung kann sein, eine politische Einstellung oder eine weltanschauliche Grundrichtung. Nur muss ich ganz ehrlich auch sagen, wenn ich jetzt denke, wann wir das angefangen haben, wo man das ein bisschen reflektiert hat, vielleicht mit 14, 15 Jahren, so in der Größenordnung, wo man sich mal Gedanken gemacht hat darüber. Und von damals bis heute hat sich diese Weltanschauung, diese Betrachtung des Ganzen so dermaßen oft in andere Richtungen, nämlich einfach bewegt. Denke ich mir, ja, so ist das Leben. Ne? Also dieses starre, also ich kann mir das nicht vorstellen, dieses berühmte Rot bis in den Tod, denke ich mir, Alter, na sicher nicht, sicher nicht. Und aus vielen Gesprächen, gerade mit Sozis, weiß ich, die drehen sich alle im Kreis herum, wenn ich die anschaue, sagen, was hat die Sozialdemokratie bewirkt da ist in Österreich? Wenn ich mir denke, nicht, bei uns, ich habe am Schumayer-Platz maturiert, also sprich nach dem Franz Schumayer benannt, ja, das war ja eine Größe. Der hat ja was kennen, Viktor Adler, die haben ja alle was drauf gehabt, die haben ja wirklich was bewirkt. Also das waren wirkliche Persönlichkeiten, die was geschafft haben und das war notwendig und wahrscheinlich war die eben, was weiß ich, jetzt nach 1900 herum ein überzeugter Sozialdemokrat gewesen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht 1914 oder 18 vielleicht überzeugter Monarchist oder noch früher oder was auch immer. Das, also man ändert sich. Aber dass ich sage, aber heute denken wir, nein, jetzt, wenn ich jetzt der Partei treu schwöre und ich schaue mir an, was sie dort da hat, gibt es Leibende auch, aber das ist nicht bester Vergleich. Na gut, und bei den anderen brauchen wir nicht drüber reden. Na gut, genug Politik. Also wie gesagt, unterm Strich lasse ich das lieber aus. Ich habe meine Einstellung, meine Ansichten. Leider gibt es keine Politiker, keine Parteien, denen ich im Ansatz nur ein bisschen ein Vertrauen schenken würde. Daher stellt sich die Frage nicht. So. Was auch noch? Ja, Fred Stadtges ist jetzt was geworden eigentlich aus der Nein. Die Schwester und Kollegen, das war nur damals so. Nicht? Hat sich nichts ergeben. Christopher Taubin ist das erste Mal geimpft worden. Jetzt einen lecker roten, dann hast du auch keine Nebenwirkungen. Nur zumindest sind es da wurscht, leibend. Jeder darf seine eigene Gesinnung haben, ja eben. Solange er nicht versucht, alle anderen davon zu überzeugen. Sicher genauso. Ich meine, versuchen, der schon, also man darf schon mit mir reden. Und der versagen, an was der glaubt, weil manchmal lernst du wirklich was dazu. Ne? So ist es nicht. Aber wenn einer beharrlich halt da an einen zubegeht. Ne? Also so ganz, dass einer nichts, dass er wirklich das eine reine geheime Kämmerlein-Stimmung sein soll, finde ich auch nicht, weil es eben interessant ist, ne? wenn man gewisse Dinge hört. Und vor allem, wenn sie natürlich aus einem anderen Eck kommen, wo man sagt, ja, sicher so, habe ich so zum Beispiel nie betrachtet. Ne? Also das ist schon interessant. Ich habe da zum Beispiel gehabt, eher in der Schule an Moslem, einen sehr, sehr gläubigen Moslem, und auch, ja, eher einen Wüden eigentlich. Ne? Aber war ein intelligenter Bursch und mit dem habe ich mich viel unterhalten. Und da habe ich, der hat mich nie wirklich missioniert, aber der hat halt erzählt. Ne? Der hat mich mal gefragt, ne? Was ist das, was kann das? Und das war schon interessant. Ne? Da habe ich schon einiges an Einblicken erlebt in die muslimische Welt, die Denkweise. Und das war schon interessant. Ich meine, deswegen war ich lange kein Moslem oder habe lange nicht wie soll ich sagen, eine sympathische Gesinnung gegenüber den Wahnsinnigen, was da unterwegs sind in dem Aspekt. Aber ein tiefstes Verständnis dafür, dass eben viele schon sagen, das besteht nicht nur aus Terrorismus. Ne? Und schon ein bisschen mehr auch noch. Aber das schwebt halt ein bisschen mehr drin. Aber das war zum Beispiel, war nicht im Voraus aus, wenn ich sage, nein, über Religion reden wir nicht, und so, dann hätte ich nicht viel gelernt. Also wie gesagt, so eine gewisse
einen gewissen Austausch finde ich schon gut, aber wenn einer halt penetrant an dich drauf ist und dir gar nicht runtergerät und die immer nur erzählen, wie leibend das ist, ja, das ist Fahrt dann. Ne? Wenn sie nicht interessiert. Christoph Acker ist eingetroffen, na, alles dann. Langer Arbeitstag, geh was, Arbeitszeit wirst du haben. Ja. Grüß euch, ich bin jetzt auch dabei, Harry Schnellfonte, grüß dich gut. Der Patrick ist nicht Lulu, nein, der ist gar nicht dabei. Den habe ich rausgehauen, das reicht mir. Nein, leider, der ist krank. Krank? Der ist krank. Der hat eine Nebenhöhlenentzündung. Schnell gegangen, das ist sehr schnell gegangen, hat am Zug gehabt. So, der Mensch Schlögl. Überzeugen mit muss nicht, aber konstruktiv diskutieren, ja, na, wie gesagt, das ist sicher auch eine Schlögl. Konstruktiv diskutieren, das schon. Man muss jetzt ehrlich zugestehen, dass man mit sehr viel überzeugten Leuten in keinster Weise konstruktiv diskutieren kann, weil halt da wirklich die Offenheit fehlt. Und ich sehe das schon oft auch bei mir, muss ich auch sagen, es muss jetzt nichts Politisches, bei vielen Dingen, wo ich denke, Alter, Klaus, jetzt reißt dich zusammen, ich merke gerade, du sperrst dich aus Prinzip. Nicht, weil du das warst, sondern aus Prinzip. Und da muss ich mich auch manchmal selbst am Schlawittchen fassen, aber im Prinzip, aber politisch ist es oft sehr schwierig, weil wirklich viele Leute einfach ihre Meinung haben, Punkt, Ausschluss, basta, aus. Da diskutiert man nicht. Ne? Aber eben, wenn das so eine wirklich aufklärende Diskussion ist, oder ein Gespräch, einfach nur ein Gespräch, muss ja nicht immer gleich Diskussion sein. Wenn einer sagt, ich sehe das so und der andere sagt, ich sehe das anders, ich sehe es so, ist nicht gleich eine Diskussion. Da hat man, aha, du siehst es so, ich sehe das so, Prost. Ne? Das reicht ja. Ja genau, siehst du aus, wenn einer sagt, auch verschiedene Zeiten, verschiedene Ausgaben, wandeln sich auch politischen Ansichten. Ja? Also was ich zum Beispiel wirklich gar nicht verstehe, ist diese Klassenkampfideologie, die jetzt wieder irgendwie so ein bisschen propagiert wird, gerade so bei den Roten Wengel. Das stört mich, weil man denkt, Alter, das ist vorbei. Ihr seid im falschen Jahrhundert. Das ist nicht mehr. Die Jugend interessiert sich dafür Nüsse. Aber wirklich Nüsse. Der Klassenkampf, was soll das für ein Scheißdreck sein? Heutzutage. Alter. Weil aus der Sicht bin ja ich ein Unternehmer, der böse Unternehmer, nicht, weil ich selbstständig bin. Und die wollen mich beschneiden, bei jedem Chance wollen sie mich beschneiden, weil ich ein böser Unternehmer bin. Sie haben so eine Hauptzeit genommen. Die meisten spielen da eh nicht mit, wir sagen, hallo, wir haben damit nichts zu tun. Aber das ist halt so, das sind diese die verfahrenen Haltungen. Ne? Das ist halt so. So, Rapid oder Austria? Na gut, ja, das ist natürlich auch, das fällt aber unter Religion. Manfred Kraft, das ist keine politische Diskussion, das ist eine religiöse. Ja, Straßens Humanismus, Menschenrechte ist eine gute Haltung. Straßens, das kann mich erinnern, da war, es war irgendeine Wahl, keine Ahnung, irgendeine Wahl, also ein Wahlergebnis besser gesagt. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt muss dann der Sieger, wird jetzt dann also so Gespräche führen, nicht? Mit den anderen Parteien und für die Koalition. Und dann hat so der Journalist hat so gesagt, ja, aber werden sie zusammenkommen oder nicht? Oder werden sie auf Gesprächsbasis finden? Und da habe ich immer gedacht, weil du das sagst, da habe ich immer gedacht, weißt du was, im Prinzip ist es ganz leicht. Ich meine, jetzt die grundlegende Gesprächsbasis. Wir alle wollen Sicherheit, wir alle wollen Freiheit, wir alle wollen Wohlstand und wir alle wollen Gesundheit. Ja? Das wollen wir eigentlich alle. Das ist eigentlich vollkommen wurscht, welche Farbe das du willst, das wollen wir alle. Aber nein, aber es ist natürlich fraglich, ob man überhaupt Gemeinsamkeiten findet. Ne? Und da weißt du schon, die Politik ist für den Hugo. Die kannst du schmeißen. Original. Da ist gescheiter, dass man diskutiert über Rapid oder Austria. Ja? Genau, Snoop Dogg ist der Klause folgt niemandem in den Tod. Er lebt viel lieber für die Musik. Sicher so. Das ist sicher so. Naja. Aber es ist halt wirklich. Weißt du, warum die Moslems 4 Frauen haben dürfen? Na, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie gehört, dass sie 4 Frauen haben dürfen. Ich habe nur gewusst, dass mehr haben. Aber ja. Was war das, die Johanna Duschl? Wir haben die Fenster zur Lerchenfelder Straße gehabt. Das war ein riesiger Aufmarsch, mindestens so viel wie in Floridsdorf. Und jedes Jahr darauf gewartet. Ja, na klar. Ja, aber das war Lerchenfelder Straße, da sind sie ja gekommen aus Otterkring. Das waren ja von Otterkring draußen, ich glaube von der Remise, von 46er draußen, quasi in die Minenspital-Gegend. Büdemeier, dort sind sie mal weg. Und dann alle Thalia-Straßen, und dann in die Lerchenfelder Straßen. Und dann eine zum Ring.
weil 3 Frauen zu wenig sind. Alter Fuchs. Ja. Matthias Maracher sagt, letzten Jahr sehr viel Geschlechter wurde. Ja. Jeder glaubt, die Weisheit für sich gepachtet zu haben und Recht zu haben. Andere Meinungen werden nicht akzeptiert. Ja, das finde ich wirklich eine Tragik. Das finde ich wirklich eine Tragik. Man hat auch so das Gefühl, dass man das so sieht, eine Diskussion muss dazu führen, dass am Ende einer Recht hat. Und das sehe ich nicht so. Eine Diskussion ist ein bereicherndes Gespräch, weil warum muss da ein Sieger rauskommen oder warum muss da eine Lösung kommen bei einer Diskussion? So, man redet, man sagt, der hat Argumente, das ist interessant. Ich habe auch welche. Ne? Wenn mich der andere überzeugt mit seiner, na gut, okay, na, das ist auch leibend, aber warum muss da immer einer gewinnen und warum muss immer einer Recht haben? Sondern eine Diskussion heißt ja, wir diskutieren, ich erzähle da, was ich sehe, meine Sichtweise. Und du hast deine und dann sagt man, das ist aber interessant. Ne? Und wenn das Thema, über das man diskutiert, nicht gewisse Grenzen überschreitet, ja, dann hast du kein Problem damit. Ja? Daher, aber ich sehe das auch so, man kann überhaupt nicht mehr diskutieren. Die Leute sind vollkommen deppert in Wahrheit auf sowas. Da warten sie schon, da wird schon ganz happig. Ja, aber für das Selbstgespräch noch hin, zuerst der Moslems, dann übers Beschneiden, ja, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, bald wäre ein Little Spiel, glaube ich. Einer ist immer der Loser. Sagt der Christopher da. Politik ist schon was Besonderes, aber andere Kulturen, Religionen, alles interessant. Ja, finde ich auch. Bei rechten Gedankengut, Menschenfeindlichkeit, extremer Verschwörungstheorien gehört sich bei mir der Toleranz auf. Ja, aber das ist die Frage, was du als extreme Verschwörungstheorie siehst oder du als rechts definierst und menschenfeindlich, das ist eben jetzt genau der Punkt. Bei mir hört sich das nirgends drauf. Ja, bei mir hört sich das dort mit einer klaren Aussage. Ja. Aber nicht wenn einer sagt, ja, da könnte in eine Richtung gehen. Das ist sicher nicht so, Daniela. Das ist bei mir, oder Verschwörungstheorien, was weiß ich. Was sind extreme Verschwörungstheorien? Da hört ja bei mir nirgendwo was auf. Sondern es wird halt interessant. Ne? Und menschenfeindlich, ja, aber wenn das eine konkrete Aussage ist, wenn einer wenn einer sagt, nein, ich weiß nicht, ich fühle mich unsicher, wenn ich einem Schwarzen auf der Straße entgegenkomme, dann ist es für mich zum Beispiel jetzt kein Rassismus. Weil du musst sagen, da fühlst du dich in Afrika auch unsicher bei einem Schwarzen, naja, in Afrika nicht, da halt ja, mein Gott, nein. Ja, und dann kann man reden über Runde oder sonst was, aber das fällt für mich zum Beispiel nicht unter Rassismus. Unter Rassismus fällt für mich, wenn einer sagt, die Schwarzen keinen Weg. Und das ist eine klare Aussage, wo ich sage, na Alter, das halte ich jetzt für ein bisschen eine ungute Aussage. Nicht? Aber eben eine menschenfeindliche. Aber jetzt grundsätzlich so, weil da ist halt schwierig zu sagen, wo ist was angesiedelt. Honda oder Ducati, das ist leicht. Ne? Harry, das ist leicht. Der Frudi Korbi sagt, 4 Frauen sind auch 4 Schwiegermütter. Siehst du, das ist zum Beispiel ein Argument. Wenn er da nicht drauf einspringt. Großartig. Die Einsamkeit, ja, die ist eh schon viel gewünscht, die mache ich dann auch noch, ja. Genau, ich diskutiere nicht, ich erkläre. Genau, neuer Gesichtspunkt ist kein Feind, ja. Muss ich halt gespielt. Diskussionskultur gibt es keine, ja, das stimmt. Ja, naja, es ist 16, das. Aber wie gesagt, was die Daniela sagt, ich meine, grundsätzlich, ich weiß schon, was die Daniela meint. Ja, oder was du meinst. Und das habe ich schon auch so. Nur wie gesagt, die Frage ist die Definition. Wer sagt, wann ist was ein rechtes Gedanken? Gut, ne? Ja. So, Harry Schneider-Font hat immer recht, genau. Das heißt, wir müssen jetzt so spielen. Ich glaube, die Einsamkeit, ja, die können wir gleich machen. Einsamkeit können wir machen. Also, weil viel geredet, he? Jetzt habe ich viel geredet. Ja, ein paar Leute sind gegangen, aber viel nicht. Ja. Was wirklich Günther Husler, stimmt das?
Wie das ein Mose in Ägypten gesagt, weil sich die Männer in die Kriegen dezimiert haben und zu wenig Männer waren, konnte ein Mann 4 Frauen haben, um sie zu versorgen. Ja, aber Günther, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ja, das Problem beim Islam ist ja das, dass dort keine einhellige Meinung oder wie soll ich sagen, so eine leitende Figur gibt. Ne? Also in der katholischen Kirche hast du den Papst und wenn jetzt der Papst oder die Bischofssynode oder wer auch immer da irgendwas verkündet, ja, dann gilt das im Großen und Ganzen und sehr viele andere christlichen Gruppen ja, nähern sich dem an. Ne? Das ist das Leiwand. Aber im Islam hast du es nicht. Du hast zum Beispiel Imame und der eine legt es so aus und der andere legt es so aus. Das heißt, die sind vollkommen unterschiedlicher Ort eigentlich. Und da gibt es nicht eine Instanz, die sozusagen eine gewisse Ordnung hervorruft. Das ist da ein bisschen ein Problem einfach. Ja. Aber das mit den Kriegen, ich glaube es nicht. Das ist aber eine interessante Geschichte, das muss ich schon sagen. Ist das nicht, muss nachstimmen. Freunde, das geht nicht. Mit einer verstimmten Gitarre nicht. Die Musiker stimmen. Ja, ich habe sie gezählt. So. Bin ich nur einer. Oh, das war jetzt ein langer Monolog, ne? Aber es war jetzt irgendwie interessant. Ich war in Rage. Und alles nur wegen einem 16er-Burm eigentlich. Wegen einem Namen. 16er Blech. Na, nennt euch halt 16er Burm. So war das. Hätten wir uns nicht gedacht, dass das so richtungsweisend sein wird. Die 16er Blech Bierdosen vom Oliver und Patrick, seinen Brüdern. So. Ja. Was ist wurscht, ob rechts oder links? Wir sind alle Menschen und sollten mit Respekt und Vernunft aufeinander zugehen. Auf den Punkt, Fritzl. Auf den Punkt. Ja, Gitarre ist verstimmt. Patrick hat da, die Gitarre ist verstimmt. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit, spiel den Trottel für die Leute. Manches Mal platzt mit der Grau, da geht den Wurschteln jeder Schlag. Den Kasperl spielt, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. So mach mich Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinfeind, aber trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit.
und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein. Dann schlaf ich einfach ganz tief ein. 20 Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, anderes Essen. Aber wir zwei haben es schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint, ja wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich der Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen ins gleiche Glas, sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Bräuche, andere Spruch, einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da, seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint, ja wir sind die besten Freunde. Habibi meint mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener, er ist Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Ui, Habibi. Ja, siehst du eine Schläge? Wollte ich mir gerade wünschen selbst, ja. Jawohl, Habibi, die Achtel von einem Tag ist schön. Quetschen geht da schon ein bisschen an. Ne, was heißt? Markus Pristonik ein bisschen ist die Untertreibung zum heutigen Tag. Aber es geht, ja, was soll man machen? Also, alle Menschen sind jetzt wieder. Ja, da habe ich die Not da, die finde ich nicht, die habe ich verbockt, das weiß ich. Also verbockt, verrannt. Ja, habe ich verrannt. Ein Weltlied, sagt der Manfred Graf, danke schön. Ja, naja, es ist ja so. Christoph Reitau, ganz großartig. Es ist ja so, dass ich das Leiberste bei dem Lied Habibi ja das finde, dass eben Habibi eben arabisch ist, nicht? Und eben Schätzchen, Liebling oder eben besonders guter Freund hast. Und im Wienerischen sagt man wieder zu einem guten Freund einfach Haberer und das wiederum ist aus dem Jiddischen. Also das ist ja ihre Völker verbindend. Aber haben die 16er beim jemals einen Vorschlag gekriegt für den Friedensnobelpreis? Ich kann es euch sagen, nein. Obwohl eben, ja, wobei Günter Erich Husserl, weil du sagst, geniale Texte magst du, danke herzlichst. Die Einsamkeit, die habe ich geschrieben, den Habibi, den hat die Monika Kuri geschrieben. Eine Freundin, den habe ich nur vertont. Also da ist nicht der Text, für mich kann ich mich nicht mit diesen Federn schmücken. Aber, ja. Wie ist das nass, du musst die Wäsche aus der Maschine nehmen. Sonst wird es nicht trocken, aber sonst wird es fehlen. Bei mir sind alle Maßstäbe auch gut. Ja, den Matthias Mariacher, ja. Nein, wobei ja nicht ganz, nicht, weil das Lied nur eine Anlehnung hat an das, also nur gerade der Refrain,
Das andere ist ja dann eine eigene, aber es gibt ein leichtes Ding, aber ich meine vor allem natürlich im Zusammenhang mit Text auch, ne? Ist ja nicht das so. Aber bei mir sind es alle im Arsch daheim. Bah, das bringe ich sicher nicht zusammen. Ich schlage für den Literaturnobelpreis vor. Matthias Mariacher, das war was. Steht da vor. Literaturnobel. Du hast ein Buch geschrieben, nein, gelesen habe ich schon. Das ist zu hoch, glaube ich. Ich drehe mich nicht um. Ich fahr voll heim, zu erhöht, ich bin wie ich war, so wäre ich auch bleiben. Rücksicht an Nachsicht, da müssen die Speien. Da 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 da. Bei mir ist alle im Wurscht daheim. Ich wurscht nur die Adresse. Bei mir ist alle im Wurscht daheim. Und ich bin dem Wurscht selbst. Zuerst komm ich, dann komm ich, was dann kommt, kommt nie. Wie leidiger Psuff, so heißt mein Beruf. Mir passt nix, was passt, ich seh's auf Ruin. Gegen meine Ignoranz gibt's keine Medizin. Da 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 da. Bei mir sind's alle im Wurscht daheim, im Wurscht diese Adresse. Bei mir sind's alle im Wurscht daheim und ich bin dem Wurscht selbst. Hallo. Jawohl. Ja. Beschwerden bitte an den Harry Schneller-Fonte. Da weiß ich gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich meine, Helmut Qualting hat dieses Lied natürlich berühmt gemacht, aber wer es geschrieben hat, weiß ich gar nicht. Liegst das? Bob Dylan aus Otterkring, Matthias Mariach. Engel aus Kalau, Rudi Korpis, du wirst lachen, ich habe mir das heute dann kurzfristig gedacht, wie der Patrick sich angemeldet hat und gesagt, du, das war mal wieder was, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden und daher haben wir es nicht einlernen können. Ja. Du passt auf. Als 16er Buch gehört alle Preise für den Fritzl. Dankeschön. Passt auf, aber bei der Gelegenheit sage ich euch vielleicht gleich, bevor die Preise kommen, dass auch ein Schmattes umwachsen lässt. Das war ganz leibend. Bitte entweder im Superchat da möglich oder über PayPal oder über eine schlichte Online-Überweisung. Das war ganz leibend. Danke vielmals. So, pass auf. Und jetzt ist es so, ich sage es euch gerade außer, das Schimpfwort Tschusch aus dem Ungarischen kommt und Freund bedeutet. Aber überprüfen konnte ich das noch nicht, das habe ich noch nie gehört, Daniel Stegl. Tschusch kenne ich nur eher eben aus dem Serbokroatischen und da heißt es Fremder, so viel wie Fremder. Der Slavko Ninic hat das einmal erklärt, eben von der Tschuschen Kapelle. Er hat gesagt, das ist eigentlich kein Schimpfwort, das heißt Fremder. Und das wird sein aus dem Serbokroatischen, aus dem Sprach, aus dem Slawischen, außer irgendwo. Das mit dem Ungarischen und mit Freund, das ist mir neu. Noch nie gehört, aber interessant. Ja, pass drauf, ich sage euch jetzt was. Ja genau, der Matthias sagt, da hast Fremder. Das Problem ist jetzt folgendes. Ich bin allein, jetzt kann ich den Patrick nicht unterhalten, aber ich muss nämlich wohin. Ich muss euch allein lassen. Das kann ich nur so. Ich spüre euch nochmal die Anfangsszene ein und bin gleich wieder da. Können wir das so machen? Schauen wir mal, ob ich 1 Minute schaffe. Ja? Also bis gleich, bin gleich wieder da. Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Wendeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Wendeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher,
aber höher geht's nicht mehr. Und wenn wir umfallen, dann ist es Kavalier. Oder ich bin schon da. Bin schon da wieder. Jawohl. War ein kurzes Intermezzo. So nix runterhauen, nix runterhauen. So. Boah. Das war jetzt anstrengend. Ich weiß ja gar nicht, wie schnell ich jetzt an die Stirn aufhören gehen. Herrlich. Na, einen halben Schmattes, naja. Hat's einen ganzen einen. Bitte hat's einen ganzen einen. Ich denke, es wird ein hartes Jahr für euch. Ihr konntet voriges Jahr zu wenig spielen. Ja, also letztes Jahr haben wir nichts gespielt. Also 3 Monate. Und die Themen vom Nichtspielen natürlich, die fehlen uns heute her. Und nächstes Jahr werden uns die fehlen vorher. Also, ja. Fritzl ist mitgegangen, sehr gut. Ist ja wie bedauern, ja genau. Christoph hat sich ein Maß rein, ja. Großer Mann, kleine Blase. Das kannst du wirklich sagen. Aber ich meine, ich habe euch immer irgendwas eingespielt. Ich meine, okay, es war nicht ein Einspiel. Das werde ich mir aber zurechtlegen, wann ich mal wieder bin. Ich solo bin, allein bin, der Patrick nicht da ist, dass ich sozusagen ein Pausenvideo einspielen kann. So Fahrstuhlmusik, so, ne? Warteschleife-Musik, das hätte was. Der Otto Schenk hat gesagt, Tschusch war zwischen ihm und seiner Großmutter eher ein Kosename. Das Gewaltinger Lied ist vom André Heller. Nein, das ist nicht. Der Heller und der Gewaltinger haben es aufgenommen. Aber ich glaube, es ist nicht vom Heller. Es ist nicht vom Heller. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Aber es kann natürlich sein, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, ich weiß es leider nicht. Ich habe natürlich das nicht recherchieren können. Und apropos recherchieren, im Rudi Korbes, die Idee war wirklich gut mit Engel aus Kalau. Das ist mir heute wirklich eingefallen. Das könnt ihr machen. Dann habe ich es gefunden. Also, wahrscheinlich, weil ich es auch gar nicht habe. Habe ich geschrieben, aber wahrscheinlich muss ich mir das Original von der Platten runterholen. Das ist, ich hab nicht alles gesammelt, leider. Das ist der Wahnsinn. Dann habe ich heute eine Version gefunden von einem Lied. Da habe ich mir gedacht, Alter, das geht ja sogar nicht. Da bin ich draufgekommen, das war mir eine Urvariante. Und dann habe ich viel später habe ich den Text hergenommen und habe das dann zu einem anderen Lied geschrieben, was wir dann nicht gespielt haben. Und was habe ich auch gefunden? Ja, mein Heftel, genau, habe ich gefunden, die Rüslungen. Aber nur 2 Strophen und dann Seiten später, und das heißt sicherlich 2 oder 3 Jahre später, habe ich dort die 3. Strophe rein. Da habe ich dann gemerkt, ach so, da werden wir die CD aufgenommen haben, und da habe ich gesagt, da habe ich noch eine 3. Strophe geschrieben. Wahrscheinlich war es so. Was heißt Schwabo? Ja, das ist eine Front der Frechdachs. Ich baue es mal der bisherige Höhepunkt. Bitte noch einmal. Nein. Ich spiele euch ein Lied. So schaut's aus. Was haben wir? In Taschler. Gleich in der Kirche vom Kornbergerdorf. Das machen wir. Weil das wird. Ja. Der erste öffentliche Auftritt außerhalb eines Pawlatschen-Studios im Jahre 2021 wird beim Taschler stattfinden. Also wenn es hinkommen wollt zum Taschler, schaut eine 16er Burm.at, ich blende das jetzt mal kurz ein, schaut nach, da 16er Burm.at auf der Webseite, da haben wir einen Terminkalender. Da könnt ihr euch alle Termine anschauen und vor allem dort die Kontaktdaten, wo ihr dort einen Platz reservieren könnt. Ganz wichtig. Weil da geht ja gar nichts. Jetzt da ohne Platz reservieren geht gar nichts, und bei uns kann man nichts reservieren. Weil das ist ja auch so ein
das muss er dort und der muss ja das da, was weiß ich, das ist ja ein Mutzaufwand, das Ganze. Aber immerhin, das Lied ist von Kurt Sobinetz, glaube ich. Bei mir sind es alle im Arsch daheim. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch das nicht. Ich glaube auch das nicht. Aber das finden wir aus. Landtagsstürmer Markus und ich werde dabei sein. Na, große Freude. Du hast das schon reserviert, ne? Bist du schon? Die Türken nennen uns Österreicher oft Schwabo. Ich denke aber wahrscheinlich war ursprünglich der deutsche Schwabe damit gemeint. Dann ist der Schwabe irgendwie zu uns herübergeschwabert. Schwabe wäre auch noch nicht. Aber gut, ja. Ich habe eine ganz lustige Situation gehabt, das war in Otterkring. Was war das? Oh, Superchat, ein Superchat. Matthias Mariacher, haut eine 10 Euro. Ich danke dir vielmals. Da muss ich natürlich auf dich trinken. Auf dein Wohl. Danke dir schön. Aha, für die Deutschsprachigen Schwabo, okay. Okay. Das habe ich wirklich noch nicht gehört. Da schaut er was an. Na, wir haben gehabt, alle Menschen sind wir zwider, ist vom Sobinetz. Genau. Genau, das ist vom Sobinetz. Wobei, nein, auch nicht der Text, glaube ich auch nicht. Das hat nur er gesungen. Nein, ist ja wurscht. Auf jeden Fall war das in Otterkring. Was war das für ein Festel? Otterkringer Bezirksfest. Irgendwas ein Bezirksfestel. Und da haben wir gespielt, war auf der Bühne dort aufgebaut, im Bezirksamt, am Richard-Wagner-Platz. Große Bühne, so ein bisschen so eine, ich sage jetzt einmal so eine, ja, so Volksfestgeschichte, nicht? Also ein paar so Standeln und so weiter. Der Stiepert hat in Sturm ausgeschenkt. Damit war schon alles leibend, finde ich. Und dann war es so ein recht leibendes Fest und wir haben da gespielt und andere auch. War eigentlich leibend, weil da hast du Wiener Lieder gehabt oder ein Typ hat dort so einen Hip-Hop-Auftritt gemacht. Aber der war nicht schlecht. War so auch, das war, ich weiß nicht, ob er Dirk war oder aber halt, ich sage jetzt mal, ein eindeutig, wie sagt man da heute, dass das politisch korrekt ist. Ich kann nicht einmal sagen, mit dem Migrationshintergrund, weil der ist sicher da schon geboren, aber ihr wisst, was ich meine. Aber der war leibend, der hat das also gut gemacht, war wirklich leibend, aber es war lustig, weil Wiener Lied und die Hip-Hop. Und dann war Jazzsängerin, ganz leibend, mit Lauter Blum, glaube ich, nein, wurscht, eine Jazzpartie gespielt, eine Sängerin. Und der Freund von der Sängerin, das war Dirk. Also, war Österreicher, aber mit türkischer Abstammung. Und mit dem bin ich gesessen, so bei der Bühne, nicht, wenn man drum, wenn man so plaudert. Und der war irgendwie leibend, nicht, weil der hat auch so geredet. Und das war auch interessant, weil der hat einiges darüber erzählt hat, wie das ist mit den sogenannten Ausländern, die sich dann wirklich da integrieren. Und auch integrieren wollen. Nicht? Und was für Probleme die haben mit den anderen Ausländern, die sie eigentlich nicht, also die sie dafür eigentlich schelten und so weiter. Das war ganz interessant. Aber leibend, weil das waren immer so, Dirkenkinder sind halt da so herumgefahren mit dem Radl und immer vor der Bühne vorbei und haben halt in der Meldung aufgeschoben. Was weiß ich was. Und dann ist er mal aufgestanden und die sind da gefahren und das ist wieder so. Und der hat noch irgendwas auf Türkisch gesagt, 2, 3 Worte. Die haben mir angeschaut, haben sich zusammengepackt und sind abgewascht. Da habe ich gedacht, Alter, das hätte ich auch gewusst, was du jetzt gesagt hast. Ich habe es mir eh gesagt, ich weiß nicht, nichts Schlimmes. Aber die haben nicht damit gerechnet, dass einer wie er jetzt auch nicht so arg ausgeschaut, sage ich jetzt einmal, nicht so in die Richtung. Ist dann vielleicht schon gesagt, ja, kann sein, das ist keine Uhr. Weiß ich nicht, also nicht so blond und bläugig ist wie ich. Und so schlank. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, weiß ich nicht, aber die haben, glaube ich, eher sich geschreckt, dass der da herkommt. Und der hat auf die gestanden gleich die Wadeln für ihre Licht. Und die waren weg. Das war einfach ein köstliches Erlebnis. Der war recht leibend. Es war interessant zu hören, wie sich das einer, der eigentlich da jetzt wirklich ein Österreicher ist. Also das hast du aber auch gemerkt, das hat ihm, und der hat schon die türkische Kultur, meine, das ist ja von ihm daheim, das soll ja der am Himmelswillen gar nicht vergessen oder leugnen. Nicht? Aber das war mehr Österreicher, das war ganz interessant, wie es aus der Sicht. So,
Internetquellen Haller als Texter an, was? Ich bin mir selbst auch oft wieder, vor allem in der Früh vom ersten Kaffee, das glaube ich, das glaube ich. Internetquellen geben heller als Texter an, aha. Ja, Duft und, man, lass mich gern belehren. Das hätte ich aber nicht gedacht, aber das war interessant. Komponist Toni Stricker, das wollte ich gerade sagen, weil der hat ja die komplette Qualtinger Heller Platten, das ist ja alles Toni Stricker. Und Musik und nein, Text sicher nicht. Toni Stricker schreibt sowas nicht. Dann wird schon der Heller stimmen. Wenn der Toni Stricker die Musik gemacht hat, dann kann, muss ich sagen, jetzt wirklich der andere Heller absolut stimmen. Ja, bläugige Türken, ja. Nein, das war jetzt für mich also eine Anlehnung an diese berühmte Aussage, nicht? Wie es unter den Nazis war, nicht? Wie ist denn das gegangen, nicht? Hart wie Grubstahl und so diese Geschichten, nicht? Und blaue Augen wird und blond und was weiß ich was. Und da gibt es ja eben so diese Verballhornung, das hat irgendein jiddischer Kabarettist, aber ich hat das dann so ihm gesagt, ja, eben so blond wie Goebbels, hart, schlank wie Göring und was weiß ich, was Köstliches, was ist das, ja genau, die Aria, bist du deppert. Irgendein Gute, ob es nicht der Leopoldi war, Hermann Leopoldi, aber es wird eher so in die Richtung, das wird eher so in die Richtung, wir haben es in Kassen, die Kaffee aus Literaten, so aus der Richtung kommen, weil das war eigentlich ganz grandios. Und wenn man sich anschaut, so, da gibt es ja wahnsinnig viele gute Bücher, wo man sehr schöne Texte und alles hat, also so journalistische Texte, also so Feuilleton-Texte von früher und das ist ja eine Riesenkultur, was der Wien gehabt hat. Und da muss ich wirklich sagen, also unabhängig jetzt vom ganzen Leid, was natürlich jetzt in dem Fall über Juden gekommen ist, und aber natürlich auch über viele andere, die in den KZs gesessen sind, darf man auch nicht vergessen, wie viele andere Gruppen Menschen dort vernichtet worden sind. Aber bei den Juden, wenn du dann anschaust, wir sind alle Wecker, ein wahnsinnig, wie gesagt, abseits vom menschlichen Verlust und dem Ganzen, aber kulturell besteppert. Kulturell haben die Nazis original wirklich im negativsten Sinne aufgerannt. Und das sieht man da wirklich, was da für Größen waren. Und das waren einfach, das waren nicht viele Juden, die da, also gerade in der Literatur und überall, das war schon Meister war das. Aber, ja, so ist die Geschichte. Es ist hart, aber ist es so. Was haben wir da? Ja, nein, die Türken sind alle sehr gastfreundlich. Auch die hiesigen. Also, es gibt ein paar Depperte, ne, wie überall, ne, das ist ja so. In der Pavlatschen zählt nur, was der Klaus sagt. So, Christoph Acker, dafür hast du jetzt einen Schluck verdient. Da muss ich sagen, und der Fritzl gibt ihm recht. Richtig, weil das Internet ist eine Maschine. Und ich bin ein Mensch. Der eine ist finster, der andere ist heller. Ja, genau. Streik hat die Musik gemacht. Krüppellied und andere sind der Text von Heller und Qualtinger. Der Stricker hat die Musik gemacht. Das Krüppellied ist auch vom Heller und Qualtinger. Das ist der Text. Wahnsinn. Blonder König. Jetzt spielst du beim YouTube-Feier, ja stimmt. Nicht, dass ich da gesperrt werde wieder, wenn solche Begriffe fallen. Ja. Ja. Mir hat das gefallen, weil da ich schon schnell erfunden, das sagt mit dem Kaffeehaus und mit Social Media. Da gibt es eine Aussage von Denzel Washington bei so einem kurzen Interview. Und da sagt er, wenn du keine Zeitung liest, bist du nicht informiert. Und wenn du eine Zeitung liest, dann bist du desinformiert. Ja, wer lässt so eine Patrick heute zwitschern, hat sie auszwitschert. Was soll ich machen? So, was haben wir gesagt, dass ich spiele?
Fangen wir mal an mit Taschler. Kallenbergerdorf, gleich in der Kirche. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kallenbergerdorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch herrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glückling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche von Kallenbergerdorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Jetzt wird's Quetschel, ne? Der Kirchen vom Kallenbergerdorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit. Wenn ich Kind die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, dann schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt.
Mein Schmäh, der ist für die Fütz tief, drum schreibe die dir heut einen Brief. So kommt dann, mein Lieb, so kommt dann, mein Lieb, zu dir. So kommt dann, mein Lieb, zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, dann schreibest du mir heut einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu dir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Jawohl, wie der Frenzel agiert hat. Glaube ich, der Frenzel war es, nicht? Der sich das gewünscht hat, von meine Gerissen. Natürlich, nicht in der Nacht kommt das Keilen, die hätte jetzt noch hängen können, ja. Ja, aber ich glaube, da fehlt dann wirklich die Quetschen, nicht? Das Keilen, das lebt schon sehr stark dann von der Harmonika. Bis am Berg, Skyfall hat eine die Achtel taugt, das Ski. Habe ich irgendwas verpasst noch? Irgendwas verpasst? Landtagsstrom am 10.06. am Taschler, jawohl. Ah, der Christoph Acker, ja, 10.06. Da war unbedingt reservieren, gell? Fräulein Käferl. Als Frauenkäferl. Frauenkäfer, Raphael Hillmeier. Ja. Muss überlegen, wie es geht, allein. Welches meinst du? Das Frauenkäferl fliegt nach Mariabrunn oder das Frauenkäferl als kleines Biber hat man gesagt, meine Mutter. Das ist eigentlich das Alte, das ist das Leibende. Beide Leibende. Ja. Ich zwitscher allein. Super. 1. Juli, Daniela Schlöli, sind Sie da am 1. Juli? Beim Taschler? Leibwand. Da freue ich mich jetzt schon. Da freue ich mich jetzt schon Haxen aus. Leibwand. Na, das wird's unbedingt. Und beim Taschler ist es nämlich so, also wenn es weder definitiv schön ist, oder gesagt, können wir ausweichen in den Weingarten auch, weil da kriegt er noch mehr Leute unter. Ne? Weil es geht ja nur um das, dass du diese 2 Meter Abstand zwischen die Tisch hast. Aber schauen wir mal, was da ist. Brigitte Weichselbaumer, danke schön. Ja, super. Ja, großartig, großartig. Riesenfreude. Uli Slonek, sehr zum Wohl. Bist ja auch im wo bist du? In Helsinki? War das Helsinki? Aber irgendwo so in den nordischen europäischen Ländern bist du unterwegs, da, gell? Wie mir gefreut mich voll, sehr zum Wohl. Sehr altes Lied, das kleines Biber hat man gesagt, meine Mutter. Aber ich muss schauen, die Tonart, ne? Ein kleines Biber hat man gesagt, meine Mutter. Was soll ein Frauenkäfer löhnigst du? Ein Käfer soll mich nicht schützen. Wo den Sie? Das kleines Biber hat man gesagt, meine Mutter. Ein Frauenkäfer löhnigst du? Ein Käfer muss man hier nicht schützen. Ich spiele es in C, ist ja wurscht. Was, Fakas 50. Todestag? Johanna Duschl? Na schau, dass ich das jetzt erst erfahre. Da hätte ein Programm zusammengestellt. Christoph Acker sagt bei der Daniel Schlögel, bei mir sagt er nichts, naja,
wie soll ich das sagen, Christoph Acker? Jetzt denke mal nach. Nein, Christoph, ich freue mich ja voll, dass du da kommst. Aber natürlich, du wohnst ja dort. Das ist ja eine andere Erwartungshaltung, als wenn die Daniela kommt. Ne? GV vom Lös vom Steinschaden. Uli Slonek, das ist ein Helsinki. Aber mit einem GV vom Lös vom Steinschaden, das war Uli, auf das stehst du mir jetzt an. Vom Steinschaden, na, ist das leibend. Das taugt mir wieder. Servus Uli. Das gefällt mir. Schon wieder nachschenken. Ich muss schon wieder nachschenken. Der wird ja schnell warm. Vorsicht, aber die Gitarre, die Kontragitarre ist so einen Kontakt gewöhnt. Mit einem Weinflaschen, das macht nichts. Ja, klar, Christoph war da, ich wüsste nicht, warum ich, nur weil der Patrick da ist, jetzt also Wasser, einen Schluck Wasser sollte man machen. Devoro, wir sind jetzt live im Stream, jawohl. Eine ganze Partie, wobei euch die meisten noch nicht kennen. Super Devoro, taugt mir voll und jetzt habt ihr noch mir allein, weil der Patrick krank ist. Jetzt habt ihr noch mir allein, ne? Das haben wir jetzt. Das geil, hat der nicht CBX noch einen? Nein, noch immer nicht. Noch immer nicht, aber Pavlatschinger ist leider. Noch immer nicht. Pavlatschinger gefällt mir besser, nicht der Richtige, fast als Pavlatschisti. Er hat beides was, aber Pavlatschinger ist natürlich super. Pavlatschinger. Ja, die Devoro, eine ganze Partie schaut zu und jetzt sitze ich da ganz allein. Hab gerade ein Bouton, packt sonst nichts. Der Patrick liegt mit einer Nebenhöhlenentzündung daheim. Und alle Highlights habe ich schon gespielt. Ich sitze in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstücke fühle ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün. Dazwischen schaue ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein. Darunter sitz ich und trinke eine Flasche Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Frankiefel kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, alles war ich noch ein kleines Kind. Und so kann man heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Weindel berauscht, schau ich auf zum Mond. Er lächelt mich an, mir ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, ein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute. Ein Flascherl Wein. Schluckerl. Ich hab einen Weingarten am Bies am Berg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau dem Rehm dort beim Wachsen zu.
Ja, ich hab dort eine Höhe in meinem Weingarten am Pieserberg. Transitwälder recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl lernt es mir allein nicht kehren. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferlwein. Am Pieserberg, das Fleckerl lernt es mir allein nicht kehren. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferlwein. Der Snoop Dogg ist ein Lot, ist ja gewünscht. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Satz in das Vorspiel. Entschuldigung. Dass die Frauen schwierig sind, was man und hast du keiner kein Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Schau, du magst das so wie, dann fliegt jeder gleich auf dich und singen bloß ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Klar bei meinem Gewicht, ich hab den Rock in die Bock, mit dem ich ja jeder log, bis zu mir nach Hause. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwing. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich eine pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass.
Ich brauch da nix erklären, du musst mir nur gut zuhören. Dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jede Schmach werden muss. Jetzt kommt's. Yeah. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich jede Lok, Dampflok, Diesel und Elektrolok. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwingt. Yeah. Ich hab den Rakenknack, mit dem ich jede mag. Yeah. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir die eine ich hab den Jazz im Dress, darum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Puff, zack, habe ich Ehre erst. Jetzt habe ich alles gegeben. Jetzt habe ich alles gegeben. Roxnerrolle. Na, was heißt? Mississippi Delta trifft auf Donaukanal. Aber genau, so schaut's aus. So schaut's aus. Dankeschön. Der Blues ist da. Ein Wahnsinn. Wolfsberger Tour TV. Jawohl. Leibwand, servus. Der Wolf ist da, da kann man nichts schief gehen. Ja, bin ich hinten noch. Brigitte Weichselbaum ist lieb. Danke Klaus, hast es heute super gemacht alleine. Danke für deine Musik. Ich danke dir schön. Das ist ganz lieb von dir. Danke, ich bin wirklich bemüht. Ich bin wirklich bemüht. Sound alles perfekt. Raphael. Ja, ich bin ja nur das Frankie fast schuldig. Ist der Faker. Ich habe kein CWR. Was? Das Zwickerl. Rote Zwickerl, ja. Ne? Also rote Mieze hat mir schon sehr gefallen. Mieze hat mir schon sehr gefallen für mich. Ja, jetzt bin ich aber richtig. Ja. Red Riding Hood, großartig. Ist ein Keyboard aktiv, kann ich fast den Brennraum-Song spielen. Die kann ich nicht immer mehr. Kann ich den auswendig? Ja, außerdem nicht das Brett, da sitzt jetzt mit Rücken, das ist mit dem Mikrofonbrett. Was ist eigentlich eine gute Idee, Christoph Acker? Ja, den hätte ich schon, aber das ist jetzt. Den kann ich nicht. Also ich breche dann schon irgendwie zusammen, wenn ich jetzt ein bisschen mal kurz zusammensuche, den schon hinbringen. Aber das ist jetzt blöd, eben wirklich jetzt tontechnisch vor allem. Lassen wir lieber. Wir lassen es lieber. Ihr wisst, normalerweise gehe ich jedes Risiko ein, aber ich glaube, da kommt jetzt nichts raus. Das Jazzgitarren, ja genau, das fehlt noch. Das ist die Red Wing, das ist ein Wahnsinn. Der Günther Kruse sagt, der Blues ist schwer zu spielen. Das rüber kommt super, Klaus. Dankeschön. Günther, von dir hast es natürlich was, weil du bist ja wirklich wie der Zonko das zu mir gesagt, ein echter. Bist ja ein echter. Du bist ja ein echter Gitarrist. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Du bist der Eric Clapton auf der Kontragitarre. Ja, Clapton meinst du, nicht? Hoffe ich. Aber ja, Dankeschön, großes Lob. Ja, den habe ich noch immer nicht, nichts gespielt. Gell? Der Harry geht schon. Aber jetzt, wo wir ja wieder das neue Setup haben, wo wir wieder die Gitarren im Hintergrund haben, würde mir der Harry schnell davon wieder öfters darauf hinweisen. Nicht? Er würde mir ja mit der Jazzgitarre was hören. Ich habe schon was gespielt und so, aber es ist nichts, was ich gern, wie soll ich sagen, da bin ich sensibel. Das will ich nicht. Wisst ihr was ich bringe? Ich habe ein Gedicht. Ich soll euch ein Gedicht für dran. Pass auf, wie haben wir da rausgelegt? Auf die Schnelle. Pass auf, ihr kennt ja das Gedicht von mir? In Papagei. Ne? Den bringe ich jetzt nicht, den kennt ihr eh schon. Aber der ist wieder. Da haben wir Platz brauche ich.
Aber von der Helmut Manntag. Wieder die Quetschen singen kannst. Ja, ich meine, das war ein Versuch. Das war ein Versuch, aber ich danke das sehr. Ich danke das sehr. Christoph Acker, ganz unter uns, andere nu, halt die Goschen. Die rote Mitzi ist genial, gell? Habe ich schon erfunden. Mir gefällt es auch. Die Mitzi, die rote Mitzi. Ihr seid so unglaublich. Du, Helmut Manntag, ich danke dir vielmals. Aber ich blende jetzt den Namen ein, weil vielleicht fühlt sich dann angesprochen und denkt sich, erstmal auf, da lassen wir ein Gerstl um mir wachsen. Das ist super, das hab ich gern. Geld habe ich gern. Geld habe ich gern. Und während das so eingeblendet ist und ihr die großen Überweisungen online machen jetzt, bringe ich jetzt ein Gedicht, respektive eine Geschichte eigentlich, muss man sagen, von Gerhard Mondschein. Sein einziges Werk, so kurz als ein Jahr, gibt's nicht. Also ich glaube nicht einmal antiquarisch oder was. Und das war ein Dachsler, ein Wiener Dachsler. Den habe ich kennengelernt, also der Patrick und ich vor, mein Gott, lang her. Und unter anderem der Papagei, das berühmte Gedicht ist von ihm, und der war, bevor er Dachsler geworden ist, schau, die Wildcat hat eine 5 Euro. Jawohl, danke schön, gleich mal einen kleinen Schluck. Wildcat, danke schön, natürlich muss ich auch, wobei natürlich, sie werden nicht reagieren, weil deine Nymphosittiche reagieren eigentlich ja nur auf Zonkos Grüße, aber ich schicke auch Roy und Mäusle einfach einen herzlichen Gruß nach Hause. So, und dir danke schön für deinen Schmattes. Der Hut ist halt schon voll, sagt der Christoph Acker, glaube ich nicht. Da geht da was rein, So, und dann schluck jetzt einmal auf die Weigert. Jedenfalls so. Ist es so, dass der Gerhard Mondschein, Mondschein ist ja der Künstlername, aber Gerhard hat er wirklich geheißen, oder heißt er wirklich, leider aus den Augen verloren. Und der war ein gelernter Drucker. Und der hat bevor er dann Dachsler geworden ist, hat er Batezettel gedruckt, unter anderem. Und da hat er gesagt, da war so eine Geschichte. Und da ist eine Dame gekommen und hat gesagt, ja, ihr Mann ist gestorben. Und sie hat ihm einen Text vorgelegt und hat gesagt, das soll er drucken als Batezettel. Ne? Und da hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich es nicht ein bisschen überarbeiten darf. Ne? Also, ja, von mir aus dann sie es überarbeiten. Ich fange an mit der überarbeiteten Version und dann bringe ich euch das Original. Also was die werte Dame ihm vorgelegt hat. Batezettel. Nach langem, schwerem Leiden war er der Erste von uns beiden, der das Zeitliche gesegnet, wie gerade Wein, aber wenn es regnet am Untergänger Friedhof frei 9, wenn alle kommen, tat's mich freuen. Ein wahrer Freund, ein treuer Gatte, der nicht den kleinsten Fehler hatte. Er ging von uns diesmal für immer, an so einen Vater kriegen wir nimmer. Als Onkel, als Bruder, als Neffe, als Schwager war stets bereit er und nie ein Versager. In tiefer Trauer lassen wir dich fort an jenen unbekannten Ort, der Himmel heißt, ins Paradies, weil dort kehrst du hin, so viel's gewiss. Und wenn ich da einst folgen muss, dann denk an meinen lieben Gruß, der dich begleiten soll bis übers Grab. Du gehst uns allen furchtbar ab. Wenn ich dann bei dir bin, wird's wieder wie früher. Ich vermiss dich schon jetzt, deine Witwe Maria. Also das war der Batezettel, was der Gerhard Mondschein quasi dann gedruckt hat. Und dann habe ich gesagt, nein, aber natürlich, man kann nicht vorenthalten die Vorgabe der Witwe. Nach langem, schwerem Leiden war er der Erste von uns beiden, der in die Kisten hupft und das bei Zeiten, ich los fern die Glocken läuten, am Ottergringer Friedhof um einen nur Blumen spenden. Bitte keine. Weil schot war's ums Geld für so einen Verloten, den Kindern oder jeglichen Umgang verboten und mir der Kaut wie ein Tanzbären das gefraßt. Er ist kummer umgegangen, grad so wie es ihm passt. Beim Dieben verspült hat er alles bis auf Zocken, überall war er tüchtig, nur nicht bei der Hocken. Die ganze Verwandtschaft war Hass auf den Mann,
was ich ehrlich gesagt nur bestätigen kann. Dem Himmel sei Dank, vorbei ist es Joch. Ich hoffe, du bleibst ewig da drin in deinem Loch und gewöhnst uns nie mehr auf die Art so wie früher. Mein Leben, fang jetzt an, deine Witwe Maria. Jawohl. Genau so gehört's. Genau so ist es, wenn man Partyzetteln drücken lässt. Gerhard Mundschein. Nein. Das gefällt. Würde es euch gefallen? Schönes Gedicht, nur schau. Rollt Mäusle, schau nach 16er Buben, na, ausgezeichnet. War Geschichteldrucker, ja. Eigentlich war der Drucker, das hat man da gesagt, das war wirklich der Bleibeil. Der Bleibeil war der Drucker, der nur mit dem Blei gearbeitet hat. Was wird der Ding gehabt, der Setzer, dann hat es einen Setzer gegeben, also da hat es ja verschiedene Ausdrücke und verschiedene Lehrberufe gegeben in dem Zusammenhang. Ne? Ja. Wie wird es euch gefallen jetzt? Ja, es sind verhaltene Reaktionen, aber es sind Reaktionen da. Gerhard Mundschein. Als kleines Bieberl hat mir gesagt, meine Mutter, was soll ein Frauenkäfer ja nichts tun? Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Hat einer geheiratet, gelebt den größten Wohlstand, hat sein Weib in Überfluss regiert. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versorgung, weil ihm auf der Welt der Hunger quält. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versorgung, weil ihm auf der Welt der Hunger quält. So, jetzt 2 Strophen vermischt, daher komme ich jetzt zur letzten. Da fällt ihm ein die Lehre von seiner Mutter, man soll ein Frauenkäfer ja nichts tun. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Leben verloren. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Eine alte Nummer, das Frauenkäfer. Ich hoffe, das war, was du gemeint hast, Raphael Hillmeier. Ob das das war. Weil es gibt ja noch das Frauenkäferl fliegt nach Mariabrunn. Ich weiß nicht, welches das gemeint hast. So, aber ein Gedicht ist auch gekommen. Gedicht ist auch gekommen. Es gibt ja auch ein Buch mit lustigen Grabinschriften. Da gibt es ja Haufen. Mir jetzt taugt sich das Snoop-Dogg-Tagestheil. Jawohl. Der Martin Rexes. Ich bin Lithograf, leider zu spät eingeschaltet, aber super, dass ich es Frauenkäfer noch höre. Liebe Grüße aus Nizza. Na, bist du gescheit, das gefällt mir aber voll. Der Lithograf, das ist natürlich ein Hit. Sag mal, ist das was Ähnliches wie der Chemograph? Weil der Karl Hodiner, der hat ja, ich glaube Chemograph hat das geheißen, war ein Lehrberuf. Der hat Chemograph gelernt, aber das muss ja ähnlich sein wie Lithograph, oder? Das würde mich interessieren, Martin, das würde mich echt interessieren, was du noch eine hast. Aus Nizza, ne, das taugt mir voll. Na schau mal, das International Publikum. Und der Patrick nicht da, ne, geht das ein Trauerspiel. In Nizza. Ja, super. Was machst du in Nizza? Lebst du dort oder bist du Opost? Nein, Riesenfreude. Aber das würde mich echt interessieren. Lithograph oder der Chemograph, ob das so was Ähnliches ist oder ob das verwandt ist. Lithographen, ja. Das war lässig. Hat ihn aber ein Lithograph. Okay. Ich hab mir eingebildet, Chemograph, aber war das eher Lithograph, ist klar. Na schau. Das ist ein Name für ein Iron Part, das glaube ich auch Christus, das sieht nicht aus. Ach, Maria Brunner, da muss ich jetzt noch einspielen. Er ging mit mir am Straßenrand und hielt noch ihre Hand.
Das muss ich erst überlegen, wie das geht. Muss erst überlegen, jetzt muss ich es zu. Es gehen zwei Schulbuben auf der Straße, singen vom Käfer fliehen. Da sagt der eine zu dem anderen, du, das Käferl müssen wir kriegen. Plötzlich hat's der eine gefangen, auf seinem Finger grad jetzt rum. Da sagt der andere, du, das Käferl, das schick mir nach Mariabrunn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes wieder und ein recht ein schönes Sonn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes wieder und ein recht ein schönes Sonn. Drum am Grabe seiner Eltern, da steht ein junger Mann und weint, könnte ich sie noch einmal sehen, die so gut mit mir gemeint. Plötzlich fliegt der Frauenkäfer übers Elterngrab dahin. Mit Tränen in den Augen schaut der Mann zum Käferl hin. Frauenkäfer, flieg in den Himmel auf und weck mir dort meine lieben guten Eltern wieder auf. Frauenkäfer, flieg in den Himmel auf und weck mir dort meine lieben guten Eltern wieder auf. Jetzt weiß es aber. Mariabrunn. Na schau, Achtel von einer, ich danke euch. Ich danke euch wirklich sehr. Der Martin Rexes kannte ihn persönlich. Ja. Also, das ist natürlich leibend. Ich hab die Ehre gehabt, mit Karl Rodiner, also dass ich ihn ein paar Mal begleiten haben dürfen. Aber da war ich ja. Also das war ich bin überhaupt kein Mensch, der so Vorbild, also wie soll ich sagen, Vorbilder schon, viele, aber so, wie soll ich sagen, so ein Fan von jemandem bin. Das bin ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe viele Menschen, die ich als mehr oder weniger als Mentoren betrachte oder als Vorbilder oder als bewundere und respektiere und alles, was ein Fan bin ich eigentlich nicht. Und mit dem Hodiner, den habe ich mal begleiten dürfen, schon lange her und das war für mich so also da war ich nervös. Bis da deppert, da war ich nervös. Weil das war natürlich für mich, den habe ich kennt von Schallplatten als Kind, von daheim und alles. Und das war ein Star. Das war für mich ein Star. Und wie der zu mir sagt, das war bei seinen 70er. Das war bei seinen 70er. Da haben wir gespielt. Ehre genug schon, nicht, sozusagen, aber und da sagt er, jetzt spielst du mit mir. Und wir spielen, und der sagt halt, was er spielt, und ich habe mitgespielt. Aber ich war so perplex, dass ich weiß nicht, wie ich gut gespielt habe. Er hat zu mir dann zwar gesagt, du bist ein guter Rhythmusgitarrist, hat er gesagt, aber weiß ich nicht. Naja, und später dann haben wir eigentlich schon, da haben wir fast wirklich so eine Mentoren, er war ein Mentor von uns, das kannst du sagen. Es war einer, mit dem wir dann wirklich einen sehr losen, also wir waren keine Freund, das sagen kannst, nicht so wie dann viele gesagt haben, wie dann gestorben ist, mit wem wir auf alle Freund waren von ihm. Nein, wir waren keine Freunde, wir haben wirklich einen Kontakt gehabt, einen losen, regelmäßigen Kontakt, und er hat uns gern gehabt. Das habe ich schon das Gefühl gehabt, weil er sich wirklich, wenn wir mal irgendwo waren und er uns getroffen hat,
Also er hat dann viel Zeit mit uns verbracht. Ich kann mich erinnern, wie wir mal bei einem Frühschoppen waren, da hat er gespielt mit den Just Friends, mit Gerd Bienert an der Gitarre, der Richard Österreicher an der Mundharmonika und dann am Schlagzeug, weiß ich es jetzt nicht. Leider den habe ich vergessen. Aber er war ein Weltschlagzeuger und das war so ein Jazz-Frühschoppen. Wir haben Hengel Brunner und da haben wir gesagt, wir haben ziemlich Zeit gehabt, der Patrick und ich haben gesagt, du, gehen wir uns einmal wieder. Und der hat sich so gefreut, dass er nach dem Frühschoppen, also bis fertig waren, hat er eigentlich dann einen Preis irgendwo erhalten. Schmidt-Hansl, glaube ich, wo. Und da ist er gesagt, er hat so eine Zeit, trinken wir noch ein Achtel. Und das waren mehr als ein Achtel geworden. Und haben wirklich da ein wunderschönes Gespräch gehabt. Und da haben wir gedacht, ne, gut, wenn er uns jetzt entmengt hätte, der jetzt nicht so viel Zeit mit uns verbringen, weil es waren dann da ein paar Stunden. Und es war schon leibend und immer sehr, sehr, sehr lehrreich und den habe ich mengen. Den Chor habe ich mengen und das war einfach wirklich, also musikalisch, künstlerisch, auch als Maler. Er hat ja immer gesagt, er ist im fantastischen Realismus, er fühlt sich da nicht zugehörig, aber natürlich war diese Schule einfach, hat er nicht leugnen können und das hat mir da immer gefallen. Und das, also wie gesagt, ja, ich will jetzt nicht zu sehr schwärmen. Auf der anderen Seite, man kann schwärmen, weil Karl Hodener einfach für mich einer der wichtigsten Persönlichkeiten des neueren Wiener Liedes sowieso. Ist so ein dritten Kiefersong? Nein. Aber das war's. Ja, Haselhoff ist auch drin, ja. Ist auch Vorbild der Trinkfestigkeit. Der Christoph Acker. Immer wieder gekoschert. Wir haben einen guten Draht gehabt, ja, das stimmt. Nein, und der hat wirklich, der hat uns da schon immer wieder viel erzählt und gesagt, weil wir halt Junge waren, die angefangen haben. Und er hat das mitgekriegt, die zwei. Na, es gibt ja dieses herrliche Filmzitat. Sagt man Filmzitat, weiß ich gar nicht. Aber es war bei Seitenblicke. Ich meine, das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Der Hodener, man war Star, aber auch jeder. Ich kenne viele Stars oder viele Leute, die halt so Ding. Und wir haben gespielt, das war im Zuge vom Wernherrn, vom Wiener Lied Festival. Und da waren der Hodener dort und mir und noch. Nein, ich glaube, das weiß ich. Nein, ich glaube, die neuen Wiener Konzertschabeln. Absolut leibende Partie. Bestes Schabelquartett. Es gibt viele gute Schabelquartette, Gott sei Dank, mittlerweile. Aber Wiener Konzertschabeln, neue Wiener Konzertschabeln sind ein Wahnsinn. Auf jeden Fall, also das war eine Veranstaltung, wo wir halt waren. Und Seitenblicke war da, nicht vom ORF. Und die sind da und die sehen natürlich einen Hodener. Und der Hodener plaudert gerade den Patrick. Und die kommen hin, so mit der Kamera, Hodener, die kurz ein Gespräch haben. Ja. Und der Hodener sagt in die Kamera, sagt er, ich habe gespielt beim Heirigen und dann ist gekommen der Bursch, sagt zum Patrick, dann ist er gekommen und der hat sich interessiert für die Wiener Volksmusik. Und 5 Minuten später hat er besser gespielt wie ich. Und ist gegangen. Und erstens einmal die Aussage ist natürlich ein Wahnsinn. Sehr leibend. Aber er ist gegangen. Das heißt, er ist von der Kamera weg und hat damit den Patrick eigentlich dort nicht, weil jetzt ist er gestanden mit dem Mikrofon da. Ne? Und jetzt hat er natürlich den Patrick da weiter interviewt. Und das haben wir gedacht, bis Depper, das zeigt von Größe. Ne? Weil der hätte jetzt das Interview für sie, was der nicht, man ist halt wichtig und man erzählt und man wird interviewt und so. Aber er hat genau den Ansatz gesagt und ist auch gegangen. Ja, das war sehr leibend. So, seine Uhr war so geil, selbstgemaltes Ziffernblatt, genial der Mensch, ja. Er hat 2 solche Uhren gemalt, Martin. Hat er mir erzählt. Und ich weiß noch, da hat er mir die Uhr gezeigt, das Zifferblatt hat er selber gemalt eben. Und da hat er gesagt, ich bin dem Herrgott so dankbar, ich gesagt, dass ich in meinem Alter, weil da war er ja eben schon, ja, an die 80, um die 80, also dass ich in meinem Alter noch so ein kleines Ziffernblatt, dass ich das noch malen kann. Das kann mich noch erinnern. Der Martin kennst du nicht gut, na super, sehr leibend. Seitenblicke viel, nein, sagt man, ja, ich weiß eh. Aber trotzdem, Georg Scheuer sagt Breinschmidt, was ist mit dem Breinschmidt? Ja, Heinrich Fonte sicher. Es hat ihm auch getaugt, dass wer das Wienerlied am Leben hält, dass einfach einer fürs Wienerlied sich interessiert.
Na, und der hat sich schon, der meine, er war ein Musiker, ne? Der hat das schon mitgekriegt und hat dann schon, also hat einfach gezeigt, dass wir ihm nicht ganz wurscht sind, sagen wir es so. Und wenn wir uns irgendwo gesehen haben, dann hat er sie wirklich mit uns angegeben. Da waren wir noch ganz jung und eben eigentlich fast bis zum Schluss und da haben wir Kontakte gehabt. Und weil ich dann gesagt habe, ich hätte gerne eine Nummer für die aufnehmen, ich glaube, das war der falsche 50er auf der CD Wiener Vorstadt Plus, glaube ich, ist die oben. Die von See aufnehmen und so. Und dann hat er gesagt, das ist mir Ehre, ist mir Freude. Also so richtig, weißt nicht so von oben herab, sondern hat er gesagt, das ist eine Ehre. Und so, ne? Natürlich war uns die Ehre, aber ja, ihr wisst, was ich meine, also absolut genial. Christoph Wacker, was er sich wie es am Rhein ist. Na, die Geschichte war das, wie ein Deutscher einer gekommen ist und gesagt hat, spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön? Und da hat der Patrick dann gesagt, verhaben, Alter, dann war es das. Ja, das war. Der Devoro, um uns zu warten. Wer drauf, wenn er uns das geben könnte, ist das sicher. Devoro. Wieso in Anbetracht der aktuellen Situation? Bist du nicht ausgefressen oder was? Was ist da los? Oder der Partie, was zuschaut. Was gefällt mir, dass dabei ist jetzt. Die waren, da kommen wir schon langsam zum Schluss. Ja, aber 16 Jahre brauche ich da ein bisschen länger fürs Botellal. Wenn die Leute in Grinzing besoffen sind, da tanzt gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab. Und das hat seinen Grund. Ich hab einen Mutz drum Wampen, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab einen Mutz drum Wampen, ja die kosten Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd draußen im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch für mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da legst du doch einen Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest mit dem Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was hab ich? Na ja, pass auf. Ich hab einen Mutz dran Wampen, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab einen Mutz dran Wampen, ja die kosten Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch für mehr. Gib ich mein Wampen her. Ich bring mich um, ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End. Doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind an mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat erkannt und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. Da war noch ein schöner Abschluss da und hinten dran. Das war jetzt Georg Tanzer, meine Herrschaften. Das war Georg Tanzer. Ein Wahnsinn, was er da spielt. Ja, der Christoph Wacker. Ist ja so gar. Schau die Achteln! Muss schon was Erhebendes sein, so einen Menschen in Kanzler. Fritz Schachter ist wirklich wahr. Also, was so echte Künstler. Und weißt du, was ein Weltzitat war? Das möchte ich irgendwann noch mal
veröffentlichen, irgendwie so als Zitat, als Facebook, nicht Instagram-Post, das ist wirklich schön hervorgehoben. Ein Zitat, was der Hodiner braucht. Ich bin nicht ganz seiner Meinung, aber ich habe gewusst, was er meint. Und zwar, da ist es gegangen um die Genies. Mozart, Da Vinci, ja, die Maler natürlich alle, nicht? Caravaggio und wie sie alle heißen. Und der Hodin hat gesagt, die Genies sind alle schon gestorben. Das ist ein Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin nicht ganz seiner Meinung. Ich finde zum Beispiel schon sehr wohl auch, dass er einer dieser Genies war in dem Bereich, aber es war natürlich irgendwo auch seine Art von Bescheidenheit, die mitgespielt hat, weil viele haben ja eher Arroganz ihm zugesprochen. Und er hat sich aber gerechtfertigt. Er hat gesagt, die Arroganz ist immer gekommen, weil er verlangt hat, dass die Leute ruhig sind, wenn gespielt wird. Und er hat gesagt, das wird mir falsch ausgelegt. Er hat gesagt, ich bin nicht arrogant, sondern jetzt hast du zum Beispiel, jetzt lernst du was weiß ich, es Werner Gmiert. Das Werner Gmiert von Johann Schrammel hat 9 Teile. Also jetzt lerne ich mir das ein, 9 Teile, spiel es wo, die Leute haben die Goschen offen und reden. Höre auf, steh auf und geh woanders hin. Und er hat gesagt, das ist ja mein gutes Recht. Das ist, für was habe ich mir die 9 Teile eingelernt? Und das wird immer als Arroganz ausgelegt. Und das stimmt aber nicht, sondern einfach, das ist sicher ich genauso. Also der Patrick und ich haben das ja auch so gehalten, dass wir eigentlich schon verlangen, dass das Publikum ruhig ist, weil wenn wir was spielen und wenn die Leute nur Unterhaltung haben wollen, dann sollen sie sich, früher hätte man noch gesagt, einen CD-Player auftragen, dann sollen sie was streamen oder sonst was, sollen zu einem von den Heurigen gehen, wo keine Musik spielt, aber wenn wir da spielen, dann muss man eigentlich die Goschen halten. Nicht, weil wir so wichtig sind, sondern weil es ja den Moment eigentlich erhebt. Und wenn wir da jetzt spielen, was wir uns eingelernt haben, das ist ja Handwerk auch, nicht? Also wir haben jetzt so handwerklich was geschaffen, wir bringen das jetzt da, gut oder schlecht, wie auch immer, oder in verschiedenen Ausformungen. Nur, man kann nachher sagen, hat mir gefallen oder nicht gefallen, aber währenddessen sie dann darüber unterhalten, was vorgestern in der Zeitung gestanden ist, oder was die Schwiegermama gekocht hat. Nein, das sicher nicht. Und das hat der Hodiner Karl genauso gesehen. Er hat gesagt, nein, das sehe ich nicht ein und das ist keine Arroganz, sondern nein, er war eher ein bescheidener Mensch. Eher, zumindest im Alter, wo wir wirklich näher kennengelernt haben. Aber war eher vom Bescheidenen geprägt und das hat mir gefallen, weil er gesagt hat, die Genies sind alle schon gestorben, wir sind alle nur mehr ein Abklatsch davon. Wie gesagt, bin ich ganz einer Meinung, aber ich verstehe grundsätzlich die Aussage. Also absolut erhebend, Fritzl, wenn man so jemanden kennengelernt hat und näher kennengelernt hat. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Ja. So, bin ich voll hinten noch. Wird mächtig gefeiert, Devoro. Jawohl, da trinke ich gleich einen Schluck. Auf die Partie mit Devoro. Karl Rodiner muss ich mir morgen geben. Kenne ich noch nicht. Danke für den Tipp. Unbedingt Raphael Illmeier. Ein Wahnsinn. Der Karl Rodiner hat in den 70er Jahren etwas ganz Wichtiges gemacht. Nämlich er hat das Wienerlied, das zu dem Zeitpunkt wirklich sehr ins Kitschige abgeglitten ist. Der hat das wieder ein bisschen aufwog gemacht, er hat die alten Tanz rausgeholt, die alte Musik und hat aber gleichzeitig neue Wiener Musik gemacht, aber Jazz. Weil er war Jazzer, war für mich, das heißt, der hat das nicht modernisiert oder was, sondern der hat die alten Sachen hergeholt und gesagt, ganz alte, hat das ausgegraben und gesagt, schaut, das ist unser Blues, unsere Volksmusik. Und die neuen Sachen, die schreibe ich natürlich nach meiner Fasson, die mache ich jazzig. Und das war eine ganz große Leistung für ihn. Also unbedingt ausschauen. Raphael, den gibt er. Ulis Lohnig sogar, hat ihn. In dem Fall
nach der Wanken Iwer Blatt. Nein, da hätten wir wieder in Kreis geschlossen zum Sobenetz, respektive zur Trude Matzig, die den Text geschrieben hat. Ja. Ich habe Herrn Hodiner einmal gesagt, ich weiß jetzt erst, was man aus einer Harmonika herausholen kann. Er hat gesagt, spiel weiter, es kommt mit der Zeit, nicht aufgeben. Ja, das war Hodiner. Traut sich keiner tratschen, sind alle brav beim Zuhören. Ja, Gott sei Dank. Es ist eine Sache des Respekts, sagt der Snoop Dogg gesagt. Ja, es ist halt so, das war bei uns tatsächlich in den letzten Jahren, hat sich das Gott sei Dank so eingebürgert, dass die Leute eher ruhiger gewesen sind beim Zuhören. Das war früher schon ein bisschen ein Krampf, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Im Wilden Westen haben sich die Cowboys im Salon neben den Klavierspieler duelliert. Ja, das bei mir nicht. Genau, wir spielen keine Kirmesmusik vom Band. Genau, Fritze Stadthaus, du hast das gesehen. Und das ist wirklich, da geht es nicht um eine Überheblichkeit, aber das ist wirklich heutzutage, und es gibt schon viele Leute, die dann einfach die wollen unterhalten werden, die wollen sich unterhalten beim Heirigen und die wollen das im Hintergrund der Musik spielt. Oder vielleicht nur so auf Befehl dann, weißt du, nein, das spielt es nicht. Also da sind schon ein paar bei uns angefahren, aber ordentlich. Aber ordentlich. Und der Applaus des Publikums am Ende war immer bei uns. Weil wir dann gewisse Herrschaften in die Schranken gewiesen haben, muss ich auch dazu sagen. Ja, das muss man sagen. So. Na gut, das Iwer Blatt, kurz Sobenetz, hat das berühmt gemacht auf der Platte, auf dieser Platte, wo auch alle Menschen sagen, jetzt wieder ist. Die Trude Matzig hat den Text geschrieben, ich weiß nicht, ob es nicht sogar aus der Kuchelkredenz, aus dem berühmten Werk von der Trude Matzig, aber das berühmteste Werk ist. Und der Richard Österreich hat das vertont, dieses Gedicht, und eben der Kurt Sobenetz hat es bekannt gemacht. Ja, ich muss jetzt schauen, wie es geht. Iwer Blatt sagt, das ist ein Schand. Um den Bauch sagt er, spannt man's Gewand. Ist ein Wunder, sagt sie, verrisst ja nur. Schau, die Hose, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, sagt er. Eine Diät. Ja, aber gleich, sagt sie, sonst ist es spät. Iwer Blatt ist ein Schand, um den Bauch spannt man's Gewand. Es muss was geschehen, eine Diät. Aber gleich, sonst ist es spät. Wodka Stein, sagt er, das ist teuer. Kann man's anschreiben, sagt er, von der Steier. Milch und Semin, sagt sie, hab ich gehört. Das ist gesund, sagt sie, und es zehrt. Fleisch und Käse, sagt er, ist erlaubt. Aber nur kein Brot, sagt sie, weil das staubt. Milch und Semen hab ich gehört, das ist gesund und es zehrt. Fleisch und Käse ist erlaubt, nur kein Brot, weil das staubt. Schon ein Wein, sagt er, in der Frühe, halb besoffen, sagt er, kehrt zur Kur. Friss die Öften, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, auch nix Kleid. Aber ohne gehen, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, größere Hosen. Ohne gehen 1000 Rosen, ich kauf mir größere Hosen. Schon ein Wein in der Früh, halb besoffen, brauch keine Kur. Brauch ein Stütze, bis ich komm, weil der Hunger bringt mich um. Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kehren. Wann mir der Himmel kehrt, krieg ich jeden Stern. Wann mir die Sonne da klingert, ich möcht sie holen. Und wenn's für dies hätte ich schon das frohe Jahr gestohlen.
Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, die soll aber nur mein. Und dicke Bärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal und sag zu mir, na komm. Ich ließe die Kirschen für die wachsen ohne Kern. Wann du wohin wieder stehen, wann mir die Sonne klingelt, ich möchte sie holen. Und wenn's für die ist, hätte ich schon das Frühjahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, soll aber nur mein. Und dicke Bärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Karl Odener. Ein Wahnsinn. Karl Odener, die Achtel von einer. Ich danke euch herzlichst. Gibt einige CDs von Karl Odener, Raphael, haufenweise, Jazzig, Wiener Lied, alles mögliche. Ich wäre blatt, passt in den Lockdowns, ja. Was hat das? Servus. Was hat es eigentlich mit den zwischen 50, 60, 50 Cent? Der passt auf, der Christoph Ack, das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist ja wirklich ein Insider-Schmäh von Patrick und mir. Das war ein Gast. Hat es einen Stammgast gegeben, lange Zeit. Und der hat beim Wiener Buschenmarsch hat er halt immer eine. Der hat das halt immer eine gesungen dann. Wir haben schon immer 50, 60, 50, 60. Ja. Klingt jetzt nicht spannend oder was, aber das ist einfach eine Situationskomik, das hat sich einfach eingebürgert und der Patrick und die. Das ist ja quasi ein wirklicher Insider-Schmäh. Kann man sagen, ich weiß, sowas gehört sich nicht, aber ja. Superchat Michael Ahammer. Bumm. Zum Wohl seine Achtel Wein. Was? Bin heute der Wachau beim Knoll. Ich liebe deine Odener Repliken. Michael Ahammer. Herzlichsten Dank. Dankeschön. Sehr zum Wohl. Ja. Ganz leibend. Ganz leibend. Und das blendet jetzt wieder aus. Wenn jemand jetzt noch ein Schmattes reinhauen will, wie gesagt, ihr findet es ja in der Videobeschreibung unten. Klaus managt das, aber ziemlich sensationell ohne den Patrick. Das muss man auch einmal schaffen. Snoop Dogg Doggy Style. Du bist ja nicht ein Haberer. Du bist ein Haberer, danke schön. Schau, die ist schon da. Jesus, na. Ja. Also eins muss ich sagen, weil der Patrick da ist, trinkt auf jeden Fall auch mehr Wasser. Das ist noch immer das Glasl, das ist noch immer voll. Aber ich danke schön, ich habe mein Bestes, ich bemühe mich. Aber es fehlt die Quetschen dich ganz gewaltig. Brauchen wir nicht reden. Musikalisch fehlt die Quetschen und natürlich, einfach so fehlt natürlich auch der Patrick. Der lange Glotzerte. Ne? Der fehlt schon. Ja, allein Unterhalter, ja. Aber es ist trotzdem, es ist halt. Ja. Jetzt ist der Hut also wirklich voll. Christoph Acker, nein, der Hut ist nicht voll, ich kann es reinhauen. Ohne Ende. Ohne Ende. Aber wir werden jetzt zum Schluss kommen, meine Herrschaften. Wollt ihr ein Gedicht hören? Ja. Eine rhetorische Frage, ich bringe euch auf, Franz. Das darf ich ab. Jetzt muss ich mal schauen, was. Da hat es gegeben. Es war auch ein Stammgast, leider schon gestorben. Ein Weltbursch. Das war, glaube ich, ein Klosterneuburger. Das bringe ich euch. Da muss ich schauen, wie ich es zusammenbringe. Was ist denn das? Ah, das ist
Hochkultur fast. Keine Diskussion an Orten ist, ne? Das weiß ich. Jetzt, Christoph Acker, da gibt es keine Diskussion. Nicht einmal, wenn der Patrick da ist. So, pass auf, und zwar, das war der Heinrich Feketitsch. Gott beim Selig, im Eigenverlag hat er da so Hefteln gemacht, wo er seine Mundart-Gedichte gemacht hat, aber ich glaube, er ein Klosterneuburger, oder zumindest im Raum Klosterneuburg daheim. War öfters bei uns und hat dann immer wieder so ein Gedichtel vortragen. Und auf einer Welt. Und da jetzt bringe ich euch eins als Beispiel. Das ist halt jetzt, das habe ich halt da. Das habe ich da habe ich ein Markerl drinnen, warum auch immer. Das bringe ich euch international sozusagen. Ob es wollt oder nicht. Jetzt ein Klosterneuburger, das ist Kloburg, ja, der Christoph Neuburg. Christoph Acker ist Neo-Klosterneuburger, ist da natürlich voll dabei. Das Gedicht heißt Wiener Blut. Am Burgtor steht ein Englishman, der wollte gern den Steffel sehen. Doch ist der Weg ihm unbekannt, da nähert sich ihm ein Passant. I think, sir, you are here at home. Show me the way to Stephansdom. Zum Steffe wüst, all right, geh her. Ich sag you dat, es ist nicht schwer, zuerst through the Berg, just ganz grad vor, den Kunst zum Michaelator. Der, you can sehen, prächtig groß, fuhr die Bank vom Adolf los. Dann nächst du weiter auf die Sohlen und gehst zum Market of the Queen. Links ist der Demel, ein Sugargeschäft. In Wien, mein Freund, ist alles läuft. Then you goest weiter bis zum Schluss, der ist der Meindl Julius. Er winkt noch reit und bleibt daneben, you have einen guten Blick zum Gräben. Wenn's noch ein Stückchen further gehst, you see the Säule of the Best, noch weiter vor the House of Haas, das heißt nicht viel, das ist ein Schatz, dann druckst du Mittel durchs Gedumme, gehst left dann den Corner am Place, wo man Fiaker sieht, wo's wie Restaurant nach Horses riecht. Bist right, weil gleich daneben dicht, you have the Steffel vor dem Gesicht. Ist alles clear, you understand? Sagt er und schüttelt ihm die Hände. Kein Dank, wir mögen so was gern, because so sind wir halt in Wehren. And now, my friend Papa makes gut, er dreht sich um, dann geht er fort. Nun sieht man leicht verdattert stehen vorm Burgtor unseren Englishman. Der murmelt mit der Hand am Kinn, What in the world, what does he mean? Ja, mir hat's gefallen, das ist das Wichtigste. Jawohl, ganz großartig. Mir hat's taugt. Jawohl. Nicht Neo-Kluberger, bin dort aufgewachsen, hier ist das nach der Christoph Acker. Dann schaut der Ulrich, wenn der Hutz viele Löcher hat, dann kriegt der Spaß ein Loch. Ganz großartig. Hoffentlich, schau, Peter Raffenzeider hat sogar einen Union Jack. Jawohl. Da wird das gefallen. Das ist sehr gute Gedichte, so Mundartgedichte. Und da gibt es schon wahnsinnig viel schlechte. Ja. Die halt reimen und mir macht das früher Freude, dass die Freude haben. Aber dann denkst du schon, bist du okay, ja, das hat halt nicht wirklich Qualität. Und da gibt es halt welche, und da gehört er dazu, die halt, wo du merkst, da steckt schon was dahinter. Ja. So, naja, gut, 11 ist Kinder, so lange machen wir mit Patrick normal gar nicht die. Das ist fast 3 Stunden beim Latschen. Es sagt auch nichts. Es sagt auch nichts erst. Jetzt müsst ihr sagen, alle aufhören, das ist ja Wahnsinn. So, na, jetzt komme ich zum Schluss. Flasche leer, Zeit fürs Bett, Christoph Acker, vollkommen richtig. Schlussnummer, Schlussnummer. Das war natürlich ganz leibend. War ganz leibend, wie Sie mir da geholfen haben, wie ihr mich durchgetragen habt, quasi durch diese Solo-Zeit. Ja, hoffentlich im Patrick jetzt besser, aber ganz sicher. Nächsten Montag haben wir sicher wieder gemeinsam beim Latschen. Das wird schon gehen und Daschler ist nicht gefährdet. So, Schlussnummer, ihr kennt euch aus. Hier wird der Vorschlag. Ich muss erst zuhören.
Kann ich noch immer nicht auswendig. Ich kenne den vielleicht schon, aber. Make a peppered Englishman, ja. Make a, nicht klar, da kannst du es nachempfinden, ne? Was? Zuhören kann manchmal schwierig sein. Als Fernsehen, das ist auf die Leute bezogen, ja, was beim Konzert nicht ruhig sind. Ja, das hat aber mit schwierig nichts zu tun, die sind es einfach gewöhnt, dass sie unterhalten werden. Und wenn dann eine Unterhaltung, ich meine, es ist ja, ich bin ja Unterhaltungsmusik, ich will ja unterhalten, aber nicht im Hintergrund. Im Hintergrund können sie sich, was ich was auftragen. Die können sich Airpods ins Ohrwaschel schirmen und können spielen, was sie wollen. Was sie wollen. Und tratschen mit den Leuten können sie 24 Stunden am Tag. In fast jedem Lokal dieser Welt. Und da gibt es 3 Heurige, wo er Musik spielt. Und die Volltrotteln kommen just gerade zu dem Heurigen, wo er Musik spielt, dass sie sich unterhalten können. Untereinander, was sie schon alles wissen. Nein, da habe ich kein Einsehen. Das ist eine Frage, einer hat geschrieben, eine Frage des Respekts, das ist eine Frage, aber auch des Genusses. Ich habe nichts davon. Ich komme nicht dahin und plaudere mit den Leuten und im Hintergrund spielt eine Musik. Das ist das nicht einmal früher, aber heute noch weniger, weil es einfach keine mehr gibt. Ich sag's nicht. Wir sind ja eine aussterbende Rasse. Nicht Musiker grundsätzlich. Musiker gibt es andere mehr, aber Leute, die beim Wirten spielen, beim Heurigen spielen, das du einfach so hören kannst. Wie oft gibt es denn das heute noch? Und das ist aber etwas, was leibend ist. Und was auch voll in Ordnung ist, dass das einfach so rennt. Und das sollte wieder eine gepflegte Kultur werden, dass man sagt, man kommt wohin und dann spielt einer. Der spielt, dann hört man zu und singt mit oder sonst, dann macht er Pause, dann können wir tratschen, essen, fressen, saufen, können wir alles machen. Dann spielt er wieder weiter, dann hören wir uns das wieder an, dann gehen wir an so ein Leibwand was. Das ist, verstehst du, beim Fernsehen, wenn sie sich einen scheiß Tatort anschauen oder irgend so einen Blödsinn, da unterhalten sie sich nicht untereinander. Da schauen sie zu. Und bei der Musik müssen sie das gefälligst auch. Das ist eine Erziehungssache, glaube ich. Das kriegen wir schon durch. Der Taschler wird morgen angerufen und der Platz reserviert. Christoph Acker, genau das wollte ich hören von dir. Wir sagen nichts, dass die Zeit mit mir, euch es immer zu kurz ist. Ja, ich weiß, aber sehr lieb, Fritzl. Die Nachtschichtzulage Wildcat, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das wird immer weniger erforderlich. Snoop Dogg ist eine Live-Musik. Nämlich eine Live-Musik, da wird ja was geboten. Das ist ja, wenn wir spielen bei einer Hochzeit oder bei einem Geburtstag oder bei einer Firmenfeier, da verlange ich keine Ruhe. Da sind wir ja engagiert, damit wir einfach einen Stadel machen und das ja, ist in Ordnung, aber da kriegen wir ja anders Geld. Muss man wirklich so sagen, da kriegst du ja quasi Schmerzensgeld. Ne? Da wirst du gezahlt, da hast du ja Gage, da sagst du, ja okay, das kriege ich gezahlt und dann spiele ich dort meine 2 Stunden. Und wer es hören will, leibend, wer es nicht hören will, ist mir auch wurscht, wir kriegen gezahlt. Aber beim Heurigen, da verstehe ich das nicht. Bei einer Firmenfeier, bei einem Geburtstag, bei einer Hochzeit sicher das die Leute kommen ja nicht wegen der Musik, die kommen ja wegen dem Festel und da spielt er Musik und okay, aber die kommen ja nicht wegen uns. Aber beim Heurigen, wenn du sagst, heute spielen die 16er Buben und heute musst du reservieren und hin und her und dann kommen die Leute, jetzt haben sie reserviert und haben alles, dann sitzen alle anderen, alle sind so ruhig, hören es zu und nur die paar unterhalten sich, da habe ich kein Verständnis. Schlicht und einfach. Da habe ich kein Verständnis. Punkt. Aber wie gesagt, bei uns ist alles haut schon hin. Saufen kann man auch beim Zuhören, richtig. Und saufen kann man auch leise. Der Wöser hat die Musik zu einem anderen Platz geschickt, weil einer mit dem Laptop sehr Ruhe wollte. Rudi Korbisch leichte. Na, den hätte den Laptop zusammentreten, das war es mir wert gewesen. Das war es mir wert gewesen. Wenn einer sagt, ich will eine Ruhe haben, ich arbeite da, die muss ich bitte woanders hin. Ich meine, erstens einmal ist es eine Schweinerei, dass der Wirt das überhaupt macht. Der Wirt, wenn er leibend ist, haut er mal in die Goschen und haut er raus. Punkt. Aber wenn es ein Wirt ist, dann müsstest du fast als Musik hingehen.
die hinten auch dran. Das ist ein Wahnsinn. Aber ja, leider solche Sachen gibt es, ja. Hochzeitsschmerzensgeld. Naja, ich habe das jetzt so gesagt. Ist nicht so best gemeint. Aber du kriegst Zeit, du kriegst eine Gage, du sagst, du spielst bei einer Firmenfeier. Ne? Bei einer Firmenfeier, da hast du überhaupt niemanden dazu, gar nichts. Aber das ist ja so, das ist Geschäft. Ne? Aber da wirst gebucht und ich meine, das kostet ja was. Und die sagen, nein, wir wollen da eine gute Musik haben. Ich meine, das muss schon Qualität haben, weil der eine oder andere hört dir trotzdem zu. Und da kriegst du eine Gage und da spielst halt und aus. Ne? Ist in Ordnung. Und ja. Und manchmal sagst du, es ist ein Schmerzensgeld. So. In einem Konzert reden die Leute ja auch nicht. Peter Raff jetzt wieder, auf den Punkt. Aber manche bilden sich das halt ein beim Hering. Das haben wir oft gehört. Also, wir sind ja beim Hering ist man zur Unterhaltung. Und dort oft, manchmal der Wirt, wenn er leibend ist, zu uns gehalten hat, da hat er gesagt, ja, aber nicht, wenn er Musik spielt. Der Hodiner Karl hat einmal gesagt, da waren wir bei ihm, da hat er gespielt. Und da war ein Tisch, alle waren ruhig zugehört und eine super Stimmung grundsätzlich. Ein Tisch war, ich schätze mal 4, 5 Leute, und die haben die ganze Zeit die Goschen offen gehabt. Die haben die ganze Zeit nur unterhalten. Ne? Und nach einer Weile hat er zu einer gesagt, Leute, ich verstehe eins nicht, es gibt in Wien 1000-Jährige, wo keine Musik spielt. Da könnt ihr machen, was wollt. Und es gibt in ganz Wien heute 5-Jährige, was hochkommt, wo eine Musik spielt. Und das müsst ihr just in einen Heurigen geben, der Musik spielt und die Goschen dabei nicht halten. Und da, natürlich, die sind dann irgendwann gegangen, also relativ schnell, unter einem tosenden Applaus des Publikums. Da haben wir gesagt, wir sind froh, dass es weg ist, hat es gefasst. Ne? Aber ist es so. So. Genau. Also ich liege an der Isar, wenn überhaupt. Ja, die mega Pamperten in München. Also wir haben heute, muss ich sagen, international gehabt, sondergleichen. Der Uli Slonek, Helsinki, die mega Pamperten München. Dann war jetzt habe ich den Namen vergessen, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt leid. Aus Nizza. Ja, weiß jetzt nicht. Fix. Der Kollege aus Nizza, finde ich jetzt nicht. Dann natürlich aus Deutschland diverse Größen. Der Fritzl vom Neckar. Ja, alle möglichen, also viel Deutsche eigentlich, viel Deutsche. Der Raphael aus der Steiermark. Was haben wir noch? Ja, natürlich unser Gefraßzacker aus Klosterneuburg. Also aus Ulm, alles haben wir da. Leibend, ganz toll, ganz leibend. Und wie gesagt, ich danke euch auch für eure Großzügigkeit in Sachen Schmattes, aber jetzt machen wir aus der Donaustadt, der Ulrich aus der Donaustadt, ist gleich da. Also ich bin jetzt Floridsdorf da, Donaufeld, aber Donaustadt ist gleich ums Eck. Na ja gut, das haben wir ja beieinander. Aber jetzt, meine Lieben, wir gehen zum Schluss. Mit einem dicken Dankeschön, die unsere treue Holz und sicher, nächsten Montag sehen wir uns wieder in alter Frische, in voller Besetzung, volle Konzertadjustierung, da sind wir zu zweit. Ja, weit geht es auch Deutsch, Deutsch aber viel. Die Heißelfeste, nicht vergessen. Wann spielt sie wieder live, Susanne Bumm? Voraussichtlich 1. Donnerstag im Juni. Aber du siehst es bei uns auf der Homepage, 16.at, da schaust du nach, da findest du Termine. Ingolstadt! Donnerstadt, Ingolstadt. Eben denke ich mir, Uli, wenn man dachte, ja. Ingolstadt, jawohl. Na, Deutsche mal viel. Deutsche mal viel, finde ich ganz leibend. Finde ich echt lässig. So. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut.
Aber für heute ist es das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen und viel gelacht, den Alltag miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Hier wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es war eine Freude. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Heute haben wir ein paar Stunden gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl, in diesem Sinne, ein dickes Busel, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Eure 16er Buben, auch im Namen von Patrick, führt euch gut. Baba. Menschen, Menschen,